Hier rein kommen zu viel Dreck aus Afrika und machen unsere Kinder mit Drogen kaputt. Distanziere mich. Ja, was will ich mit einer Frau, die 150 Kilo ist? Da mache ich es mir lieber selber. Feminismus, den wir in der Schweiz haben, und der ist krank. Und ich darf als Mann sagen, ein Mann, der noch nie bei einer Prostituierten war, ist kein Mann. Und ich weiss, viele schöne Schweizer Frauen haben auch eine Wut auf die ukrainischen Frauen, weil sie wissen, was die hier für eine Show abziehen. Distanziere mich. Wenn eine Frau ihre schlechte Zeit hat, das sind so 3-4 Tage pro Monat, muss man sie einfach in Ruhe lassen. Und dann, wenn sie plötzlich den Eisprung bekommt, ich habe das alles studiert, dann sind sie lieb und dann musst du zustechen und reinlassen und abgehen und bring ihn heim. Da hat mir einer ein Schokopennis geschickt. Was soll das? Ich weiss nicht, das sind... Und noch geil, es hat halt die Italiener gegeben, die da angekommen sind und die die Schweizer Frauen nachgepfiffen haben. Und dann haben das die Schweizer nicht wollen und dann haben die Schweizer den Italienern gesagt, Cink, wir haben Inzuchtkinder in der Schweiz. Vor allem von der Kohorte haben wir in der Schweiz, in Basel allein 3000 Inzuchtkinder. Ein Kind von Geburt bis zum Tod kostet der Steuerzahler 2 Millionen Schweizer Franken. Ich kenne eine Familie, die haben 5 Kinder. Alle 5 Kinder bekommen IV. Es kann natürlich nicht sein, dass Cousin mit Cousine heiratet, dann ist das Blut nicht vermischt. Die Kinder sind alle Balla. Alice Weidel, Chefin von der AfD, ist eine Oberlesbe, lebt in Einsiedeln. Und eigentlich müsste Alice Weidel bei den Grünen sein. Sie ist mit einer zusammen aus Sri Lanka. Der Podcast wird gesponsert von Allens Lab, einem Trainer von Bern. Mit dem Rabattcode BERENWEICH10 habt ihr 10% Rabatt auf die Recovery-Tabletten oder Booster fürs Training. Das könnt ihr nach dem Training nehmen, das könnt ihr vor dem Training nehmen. Oder wenn ihr einfach mal wach bleiben wollt. Bringen heim, den Link findest du unten dran in der Beschreibung. Schönen Abend. Geht auf peach.ch, dort findet ihr Alternativpatronen um bis 50%. Unten dran ist der Link, peach.ch. Ihr findet dort alle Druckerpatronen, Toner und so weiter. Genau die Originalen oder auch halt eben die Alternativpatronen. Dann müsst ihr einfach oben hineinschreiben, was für einen Drucker das habt und dann kommt das und könnt ihr bestellen und dann heimbringen. Also, willkommen bei Bierenweich Talk, das ist die 10. Folge. Heute haben wir einen sehr speziellen Gast da, der Herr Erik Weber. Bring ihn heim. Ich bringe ihn heim, ich kann nicht aufstehen, weil ich das Mikrofon vor mir habe. Ich mache den Schnabel auf, wir bringen die Sache in Kurzform. Kannst du schnell kurz den Zuschauern sagen, was du genau machst, wer du bist, wie du bekannt wurdest? Genau, ich bin ja das erste Mal hier. Vielen Dank für die Einladung, liebe Mirko und Bierenweich. Wo soll ich schauen in die Kamera? Ich bin noch ganz neu in diesem super Studio. Deine Kamera ist die? Die. Also dort rein schauen oder wenn zu du dir. willst, zu mir oder wenn du willst, den Leuten etwas sagen, dann kannst du das sagen. Danke. Ja. Also, die meisten kennen mich in Kurzform. Der erste Film, ich gesehen 2013 auf YouTube, wo ich den Popo gezeigt habe, wo ich gesagt habe, Staatsanwaltschaft leckt mich am Arsch. Ich bin nicht kriminell, sie wollen mich aber kriminalisieren. Später bin ich dann auf TikTok bekannt worden, weil man mich nicht auf die Luxusreise vom Grossen Rot, vom Parlament mitnimmt. Von Beruf bin ich Journalist. Ich habe für andere Politiker geschafft als persönlicher Mitarbeiter und bin seit bald 43 Jahren Mitglied vom Kantonsrat Basel und habe jetzt beschlossen, die Woche, dass ich mit TikTok für immer aufhöre. Also allgemein Social Media oder nur TikTok? Oder allgemein Social Media. Sicherlich habe ich ein paar Kontakte noch, wo man schreibt auf TikTok oder auf Instagram, die behalte ich bei, aber ich mache nichts mehr offiziell. Heute ist mein Abschluss bei dir. Darum habe ich auch mein Original-T-Shirt mitgebracht, wo mir die Leute schreiben und schicken, Erik vor Präsident, und das möchte ich einem treuen Zuschauer schenken. Ich habe nur das eine, es ist frisch und neu und das möchte ich verschenken. Ja, das sollt ihr am besten kommentieren unten dran, was ihr wollt und wieso ihr das wollt. Und der die beste Antwort liefert, schickst du ihm zu? Ja, dann kann der das T-Shirt dann haben. Ja. Wo er sagt, wieso er das will. Genau. Okay. Es ist das Einzige und das möchte ich hier abgeben. Ich gebe es kurz dem Assistent. Also, da kommen wir nachher drauf, wieso dass du aufhörst. Ja. Aber erstmal möchte ich dich fragen, wo bist du aufgewachsen? Wie war deine Kindheit? Genau. Also, wie soll ich sagen? In Kurzform, ich bin aufgewachsen immer in Basel. Ja. Mein Vater war auch Kantonsrat und ihr müsst wissen, die stärkste Partei in der Schweiz ist die SVP. Ja. Und wir haben eine Partei vor der SVP, Nationale Aktion gegen die Überfremdung von Volk und Heimat. Und dort war mein Vater Präsident. Ja. Und durch das bin ich in Politik gekommen. Also ich bin von einer Vorläufergruppierung von der SVP. Die Revolution frisst ihre Kinder. Die SVP hat meine Partei
aufgefressen und um jetzt in die Zeit von heute zu kommen, am 14. Juni haben wir die Abstimmung über 10 Millionen Schweiz. Mhm. Das haben wir schon gehabt im Juni 1970 mit der berühmten Abstimmung von James Schwarzenbach, Aha. Schwarzenbach-Initiative, was wir jetzt abstimmen. Am 14. Juni haben wir schon gehabt 1970 und der Herr Blocher hat uns das 1:1 abgeschrieben, wie in der Schule. Und das haben wir null Fortschritt, oder was? Also das ist ja Ja. vor Das hat sich über nicht 50 Jahren geändert. gewesen. Warum null Fortschritt? Weil die Schweiz ist ein Polizeistaat. Ja. Ich werde auch überwacht, täglich. Ich muss jede Woche unterschreiben bei der Polizei, dass ich noch Ja. lebe. Das ist ja so. Wirklich? Ich muss jede Woche bei der Polizei unterschreiben, dass es Warum? mich noch gibt. Meine Post wird kontrolliert seit Kindheit. Ich habe ja die Fische eingelesen, 1990. Von der Schweizer Bevölkerung ist ein Drittel von der Staatsschutz kontrolliert worden und du kannst deine Polizeiakte hast du können 1990 einlesen. Mhm. Was wollte ich sagen? Die Schweiz ist eine Diktatur von Polizei, Novartis, UBS und Roche und die bestimmen uns. Also eigentlich Ja. im Herz bin ich Kommunist. Ich sage Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Aber sage ich etwas, es hat zu viele kriminelle Asylbewerber in der Schweiz, heisst, ich bin ein böser Fremdhaser. Das stimmt nicht. Ich bin selber aus dem Ausland. Die Mami ist aus Deutschland und mein Vater hat Ja. eine Mutter von Italien. Ich bin nur 25% Schweizerisch. Ich bin auch nur ein Papierli-Schweizer, aber die meisten Ausländer in der Schweiz sagen, Erik, wir lieben dich, weil du die Wahrheit sagst. Ja. Hier rein kommen zu viel Dreck aus Afrika und machen unsere Kinder mit Drogen kaputt. Also Dreck aus Afrika, wie meinst du das? Die Leute, die Afrikaner, findest du nicht gut? Man muss ja aufpassen wegen Gerichtsurteilen, wegen Verurteilungen. Ja. Darum muss ich als Kantonsrat auch ein bisschen gewählter reden, sonst man darf ja nichts mehr sagen in der Schweiz. Also ich muss ja im Parlament kämpfen, dass ich überhaupt Worte sagen kann. Ja. Aber es kann nicht sein, dass am Clara-Platz seit 60 Jahren am gefährlichsten Platz von der Schweiz jeden Tag 20 Drogendealer stehen und die Polizei macht nichts. Und das macht die Leute einfach verrückt, dass es Kleinbasel, mein Wahlkreis, ein krimineller Stadtteil ist, wo die Polizei nichts mehr macht. Und das kann nicht sein, wenn man Steuern zahlt. Ja, und du siehst dort jetzt zum Beispiel, also woher weißt du, dass das Drogendealer sind, die dort stehen? Weil die mir jeden Tag anreden, willst du etwas kaufen? Ah, wenn sie, Ja, die reden mich an. also, wenn dir etwas verkaufen. Ich will keine Drogen. Ich habe mit Drogen nie Erfahrung Hast du gehabt. noch nie genommen? Nein, Okay. ich habe auch mit Sex sehr spät angefangen. Ich bin ja mit 20 Jahren schon Kantonsrat gesehen, der jüngste Abgeordnete Europas mit 20 Jahren. Ich bin fließig in die Schule gegangen. Der erste Sex hatte ich mit 25. Ich bin froh. Ja, Sex früher als junger Mann gar nicht gebraucht. Heute Aha. brauche ich es, aber damals habe ich es nicht gebraucht. Ja. Und darum bin ich Politiker geworden. Darum sitze ich da und ich freue mich und bedanke mich nochmal, lieber Mirko Bierenweich, für die tolle Einladung. Ja, danke dir, dass du gekommen bist. Nein, ich Jetzt sind wir danke ein dir. bisschen abgeschweift. Also in der Kindheit, wie bist du denn? Bist du ein guter Schüler gewesen? Bist du gerne in die Schule gegangen? Oder Also, eine gute Frage. hat es viele Ausländer gehabt in der Schule? Damals noch nicht so. Damals hätte es pro Klasse vielleicht 2 Ausländer gegeben. Von wo sind die gekommen? Vielleicht von Italien. Aber heute ist in einer Klasse gar kein Schweizer Kind mehr oder wird nur noch 1. Aber ich bin Ja. ein guter Schüler gesehen. Aber ich bin relativ, wie im Wein, gibt es ja im Wein die Spätlese. Ja. Und Okay. ich bin eigentlich spät entwickelt. Ich bin lang gleich gesehen und bin lang Kind gesehen. Ich habe es genossen. Ich auch. Das soll auch so sein, freut mich für dich. Als ich 30 gesehen bin, habe ich ausgesehen wie 20. Mit 40 habe ich ausgesehen wie 30. Wie ich gesagt habe, der erste Sex mit 25. Ich bin froh, dass ich den Druck damals noch nicht hatte Ja. und meine Karriere gestartet habe als jüngster Abgeordneter Europas. Ja. Ist alles okay? Also, ich habe nie geraucht, nie getrunken, ich habe nicht rumgekurt. Nein, Gott sei Dank nicht. Ich kenne aber viele Leute, die das gemacht haben. Es ist halt modern, aber ich habe nie einen Joint genommen oder sonst etwas in Okay. Amsterdam genommen. In Amsterdam bin ich vielleicht durchs Rotlichtviertel gegangen. Ah, dort bist du aber gegangen. Ja, und habe die schönen Frauen in den Schaufenstern angeschaut. Das Aber habe ich gemacht. Blaulicht, hast du auch gesehen? Das hat ja noch blaue Fenster dort. Was sind die blauen Fenster? Da sind Trans drin. Ach so, Transe nicht. Aber jetzt nochmal, es gibt einen Spruch, ein Mann, der noch nie bei einer Prostituierten gesehen ist kein Mann. Und Ah, jetzt bringe ich es auf warum? den Punkt. Warum? Es ist einfach so, der Mann muss Druck ablassen, der Mann ist so organisiert, damit er sein Sperma streut. Und sonst würde es ja keinen Nachwuchs geben. Ja, aber im Rotlicht musst du es ja ins Kondom verstreuen. Nachher. Du verstreust es ja nicht. Ja, aber es gibt auch solche. Ja, das ist richtig. Aber jetzt nochmal, wir haben einen Alterspräsidenten im Parlament, der Roland Lindner. Ja. Ein toller Mensch von der SVP. Er ladet mich einmal pro Jahr zum Essen ein, ganz elegant. Er ist
Stararchitekt der Roland Lindner von Basel. Ja. Er war Alterspräsident von meinem Parlament. Mhm. Und der Alterspräsident darf das Parlament eröffnen. Und er hat gesagt, auch all die Männer haben noch Lust auf Sex. Und dann hat man ihn kritisiert, aber er darf als Präsident sagen, was er will. Und wenn ich Alterspräsident werde vom Parlament, will ich das aussagen. Der Parlamentsdienst hat schon gesagt, Herr Weber, so geht es nicht mit Ihnen die Reden vorschreiben. Ja. Aber die können mir schon lange die Ja, Rede die vorschreiben. Themen passen vielleicht nicht so perfekt ins Parlament rein, oder? Sex Ja, und so, das, oder? Du Vielleicht hast schon wegen dem. recht. Aber das Parlament ist natürlich eine Abspiegelung vom Leben. Und im Parlament sind Alte und Junge, Dicke und Dünne. Und der Alterspräsident ist ja der Alterspräsident und muss ja zum Alter etwas reden, weil er der Älteste ist. Und er hat gesagt, nochmal, auch ältere Männer haben Lust auf Sex. Ja. Und das ist dann durch alle Medien gegangen. Und apropos Dicke, hast du vorher erwähnt, da habe ich eben auch mal eine Geschichte gesehen, das ist ja mal ein Problem gewesen, wegen einer 150, wer ist die Frau da mit 150 Kilo? Genau. Willst du da mal etwas erzählen? Genau. Also, das ist eigentlich eine traurige Geschichte. In Kurzform, die Staatsanwaltschaft hat mir im Jahr 2012 aus meiner Tasche 600 Adressen gestohlen. Ja. Und die Staatsanwaltschaft hat die 600 Leute alle besucht, telefonisch angerufen und per Brief angeschrieben. Und alle, Alle? Okay. so viele Akten. Und 598 Leute haben gesagt, ja, wir wollen den Erik im Parlament. Ja. 2 dicke Frauen, die in der Psychiatrie leben, die noch nie geschafft haben, die nur von IV leben, die quasi Sozialschmarotzer sind, haben gesagt, wir wissen nicht, wie wählen geht. Und das hat man mir vorgeworfen als angebliche Wahlfälschung. Und mit dieser einen Frau bin ich im Tramle gesehen, die 150 Kilo Frau. Und das ist das Gemeine, darum sitze ich da und bei TikTok starr geworden. Ja. Die 150 Kilo Frau hat gesagt, natürlich auf Bearbeitung von der Staatsanwaltschaft, meine Schultern sind an ihre Schultern gekommen beim Einsteigen ins Tram. Ja. Das stimmt gar nicht. Ich habe gesagt, es gibt eine Kamera, schau eine Kamera an. Und wegen dem hat mich die Staatsanwaltschaft eine Woche in Untersuchungshaft gesetzt, weil es geheißen hat, sexuelle Belästigung. Mit Schulter? Ja, was will ich mit einer Frau, die 150 Kilo ist? Dann mache ich es mir lieber selber mit Handbetrieb und komme schneller. Ich will doch keine dicke Frau. Und das ist der Trick gewesen. Und darum habe ich den Film gemacht, wo ich berühmt worden bin, wo du mich kennengelernt hast, Ja. 2013, mit dem Popo, wo ich gesagt habe, Staatsanwaltschaft, leckt mich am Arsch, ich bin nicht kriminell. Ich bin ein Kantonsrat seit 43 Jahren. Ja. Kein Politiker ist so lange im Parlament wie ich. Und ich lasse mich nicht kriminalisieren, weil ich die Schweiz vertritt. Und wenn man dann kommt mit so Kindergartentricks, ich kriege Tonnen sexuell belästigt, ist eine Frechheit. War die Frau sexy gesehen? Weißt, Aber dann hat sie dich vielleicht gar nicht berührt, vielleicht weil sie halt ein bisschen korpulenter war, hast keinen Platz gehabt zum Durchlaufen Ja. und dann haben sie euch berührt, oder? Ja, angeblich, aber ich glaube es nicht. Ich habe gesagt, schau die Kamera an. Und ich habe dem Herr Hammer, das ist der Hammer von der Staatsanwaltschaft, Ja. er nennt sich Bernie Hammer. Ich habe ihm Okay. gesagt, hören Sie, Herr Hammer, Ja. wäre es eine sexy Frau mit knackigen Brüsten, mit einem schönen Fuß, knackige Dann hat Beine. sie angelangt, ja. Ja, dann wäre es etwas anderes gewesen. Dann hätte ich dazu gestanden und Ja. habe gesagt, ja, der Trieb ist mit mir durchgegangen. Aber nicht, wenn man mich so gemein tut, verarschen als Journalist und Grossrat und Parteichef. Das macht man einfach nicht. Ja. Ja. Eben, der Herr Erik Weber hat lieber schlanke Frauen. Dünne, Und knackige dünne. Brüste. Ja. Und da gibt halt auch solche, die korpulentere lieber haben. Aber macht ja die Anschuldigung keinen Sinn, oder? Ja. Okay. Und nachher musst du ins Gefängnis. Ich habe mich ins Gefängnis eine ganze Woche in Untersuchungshaft. Erzähl mal, wie war es dort? Ja, gewesen? Das weißt du noch gar noch nicht. Wir haben ja kurz ein Vorgespräch gehabt, aber es ist verrückt. Wo war das? Gewesen? Im Gefängnis in Basel. Ah, Jetzt pass okay. auf. Ich bin der Nachbar gewesen von einem Mörder. Also in der gleichen Zelle, oder? Nebendran. Nebendran. Jetzt pass auf. Der Mörder ist aus der Psychiatrie, aus der PUC in Basel ausgebrochen, hat ein Auto gestohlen, ist mit dem Auto kreuz und quer durch Basel, Ja. ist über die mittlere Rheinbrücke in Basel, die alte Steinbrücke, und hat dort eine Velofahrerin tödlich überfahren. Ah, okay. Hat er es vielleicht nicht hat er's extra gemacht, oder nicht? Der hat es extra gemacht. Ah, okay. Jetzt pass auf, und das ist mein Nachbar gewesen im Gefängnis. Und Ja. er hat zu mir gesagt, so, komm. Und ich bin noch so freundlich gewesen, wollte sie mal ans Zellenfenster gehen. Da ist ein Kollege gekommen, er hat gesagt, Erik, um Gottes Willen, der zieht die Kopf rein und macht dich kaputt. Man hat mich nicht gewarnt, dass mein Nachbar ein Mörder ist und der Chef von unserem Trakt jeden
jedes Gefängnis hat einen Chef im Praktikum, nicht mehr auf den Namen drauf, Spund oder irgendwie so etwas. Da ist der Chef der Gefangenen und er hat gesagt, ich gehe nicht ans Fenster, da ziehe die Kopf rein und tue die Kopf zerschmettern. Ich bin nicht aufmerksam geworden, nicht aufmerksam gemacht worden. Ein Gefängniswärter ist zu mir gekommen, hat gesagt, wir schaffen die aus, wir fliegen die ab Zürich-Kloten, fliegen wir die ins Ausland. Ich bin massiv schikaniert worden und dann ist die Frage wegen dem Rauch. Ich bin halt mit einem Raucher in der Zelle gesehen, der hat rund um den Tag geraucht, obwohl Rauchen im Gefängnis verboten ist. Aber ich habe viele Leute im Gefängnis kennengelernt, wo man dann auch wieder durch auf der Straße trifft. Aber es ist eine harte Zeit gesehen, Untersuchungshaft. Du kriegst am Morgen eine Scheibe Brot angeschossen, kriegst eine zweite Scheibe Brot, kriegst nicht. Dann haben sie mir ein Zahnbürstchen gegeben mit Hundedreck. Und das sind Dreckschweine, Verbrecher im Gefängnis, mir eine Zahnbürste anlegen mit Hundedreck. Was für Hundedreck? Also, wie meinst du? Ich habe ja keine Zahnbürste gehabt. Du bist einfach mitgenommen und eingesperrt. Du hast ja dann gar keine frische Wäsche, du hast keinen Kamm, du hast kein Zahnbürstchen. Dann habe ich ein Zahnbürstchen bekommen mit Hundedreck dran. Also was für Hundedreck? Jo. Wie Gacki. Auf Schweizerdeutsch sagt man ja Gacki. Am Zahnbürstchen, das ist Zahnbürstchen. Also verschissene Zahnbürste? Ja. Und man wird dort also wirklich psychisch kaputt gemacht. Ich habe mir öfters nackt ausziehen. Auch in meiner Wohnung. Die Staatsanwaltschaft hat Wahlumschläge gesucht, selbst in meinem Popo. In meinem Popo haben sie Wahlumschläge gesucht. Es ist krank. Es ist krank, wie es in der Schweiz zugeht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es mir langt, dann haue ich einfach ab. Darum habe ich auch gesagt, heute ist mein letzter Auftritt. Ich habe hohe Justizkosten zu zahlen. Gestern ist wieder eine Rechnung von 4'000 Franken wegen angeblich Rassismus. Ich muss das abstottern. Aber darum habe ich gefunden, ich höre auf mit TikTok, noch ein bisschen Freude haben an Sex, schöne Reisen, wenn man sich das leisten kann. Aber irgendwie, die Schweiz geht der Bach ab. Wenn man die Wahrheit sagt, wird man schlecht gemacht. Man soll nur noch Steuern zahlen und konsumieren. Ja. Und das sehe ich nicht ein. Was hast du denn? Etwas gepostet wegen Rassismus? Oder Nein, das wird einfach erfunden. Es wird einfach erfunden gegen mich eine Aussage, die nicht stimmt. Wie zum Beispiel jetzt die Sache, ich habe doch gesagt, dicke Frauen im Parlament. Ja. Da bin ich zu 20'000 Franken verurteilt worden vor Strafgericht. Dann vor 20'000 vor Appellationsgericht, das nächsthöhere Gericht und jetzt ist es beim Bundesgericht. Das Bundesgericht wird jetzt im Mai urteilen und der Anwalt sagt auch, das bleibt wahrscheinlich bei diesen 20'000 und ich habe keine Namen genannt, wie die Frauen heißen. Und trotzdem bin ich angezeigt worden. Aber von wem bist du denn angezeigt worden? Also nicht von ihnen selber, von diesen Frauen? Also ich habe keine Namen genannt, wer dick ist im Parlament, aber eine dicke Frau hat mich angezeigt und eine, die vielleicht trans ist, wo keiner weiß, hat mich auch angezeigt, aber ich habe keine Namen genannt. Aber du hast keinen Namen genannt, okay. Aber das ist schon, du musst 20'000 zahlen jetzt? Ja. Oh, das ist viel Geld. Und jetzt nochmal 4'000. Ja. Und du denkst, das ist wegen Social Media? Oder wieso willst du aufhören mit den Social Media? Also weil Social Media kann teuer werden, wenn du Leute direkt angreifen, wie ich es halt mache und wo. Ich kann dir auch Lieder singen von dem. Ja. Bitte? Ich habe ja auch Erfahrung mit dem. Ich komme an die Prozesse in Schaffhausen. Du kommst dort hin? Ich komme, 100%. Am 19.06. um 8:30 Ja, Schaffhausen. Dürfen alle vorbeikommen. 19.06. Genau. Ich komme. Eben, dort habe ich ein bisschen Erfahrung, aber ich habe dich jetzt ein bisschen unterbrochen. Entschuldigung. Was hast du denn, wieso ist das nicht gut? Also, wegen dem willst du aufhören, so, oder was? Es ist richtig, warum das nicht gut ist. Sie wollen einfach nicht, dass die Bevölkerung mitdenkt, dass du den Schnabel aufmachst. Sie wollen nicht, dass du den Schnabel aufmachst, weil sie Angst haben vor Wahlerfolg. Ich habe ja alleine mit 2 Flugblättern habe ich im Jahr 2012 fast 6,5% gemacht. In meinem Wahlkreis für den Kantonsrat. Und 2 Sitze gemacht. Leider ist ein Drogendealer reingekommen mit mir zusammen. Er hat kein Geld abgegeben. Das kannst du nicht wissen. Jeder Parlamentarier muss in der Schweiz 20-30% Geld abgeben von seinem Lohn an die Partei. Ja. Er hat das nicht gemacht. Er ist nach Spanien, hat eine Droge gekauft und er ist dann gestorben jetzt im Juni 2024 an einem goldenen Schuss, oder wie man das nennt. Ach so. Er hat viel Geld verdient als Politiker, hat mir nichts abgegeben, hat es in Drogen investiert und weg. Ah, das ist bekannt, das ist ja so? Ja. Ah, okay. Also, was für Geschichte. Ja. Und nachher bist du dann rausgekommen und dann hat man dich auch man darf dich als Nazi bezeichnen, habe ich gelesen. Stimmt das? Ich habe mit dem nichts zu tun. Das sind einfach ganz böse Medienlügen. Du kennst mich, du weißt, ich bin anständig, ich bin ehrlich. Das hat nichts mit dem zu tun. Ja, aber dass man darf. Dass du gesagt hast, das darf. Es hat mir einer beschimpft und ich bin gegen den nicht
richtig vorwärts gekommen vor Gericht. Ich habe nichts mit Rechtsradikalismus zu tun. Ich setze mich ein für arme Leute. Ja. Ich wähle auch oft mit der Linken für Arbeiter, für Gewerkschaftsthemen. Das sind einfach Medienlügen, um mich unwählbar zu machen. Du musst dir das so vorstellen, früher hat es in der Schweiz nur 3 Parteien gegeben. Ja. Später sind dann mehr dazugekommen, Nationale Aktion und die Grünen. Und wenn eine neue Partei kommt, verdrängen die andere aus dem Parlament und die verlieren Sitz und Geld. Ja. Und dann werden Medienlügen gegen mich aufgetischt. Nur ein Beispiel, du kannst nicht wissen. Nenn ein paar Beispiele bitte, ja. 2 Beispiele. Wegen mir gibt es Parkbank, wegen mir gibt es Veloweg. Ich will mich Wegen nicht. dir? Hä? Wegen dir? Ja, weil ich die gegründet habe und Aha. durchgesetzt habe politisch. Aber ich will mich nicht im guten Licht darstellen, wegen mir gibt es die Veloweg, wegen mir gibt es die Parkbank. Da kommt nichts in den Medien. Aber wenn ich etwas sage zum Thema kriminelle Asylbewerber, dann kommt das in den Medien. Und dann heisst es Fremdenhasser. Und das ist halt unfair. Sicherlich mache ich Stimmen, weil ich sage, es muss ein Ausländerstopp sein. Die Grünen sind ja auch eine Ein-Thema-Partei. Die Grünen haben nur das Thema Grün. Und ich habe jetzt das gesagt, schon vor 40 und vor 50 Jahren im Parlament, was die anderen heute sagen. Heute sage ich ja selbst als Sozialdemokraten, dass es mit der Einwanderung so nicht mehr weitergehen kann. Ja. Und wenn wir über das Thema diskutieren, dann haben wir jetzt auch wieder den 14. Juni und die Abstimmung wird knapp. Und ich komme zum Schluss. Ich möchte dir das sagen. Du meinst das wegen der 10 Millionen Schweiz, Ja. oder? Ja. Wo wir die gleiche Abstimmung schon hatten, im Juni 1970, Ja. sind alle Parteien gegen uns gesehen. Wir dürfen im Schweizer Fernsehen, wo hier in der Nähe ist, keine Werbung schalten. Keine Zeitung hat unsere Werbung genommen. Ja. Trotzdem haben wir als einzelne Partei, Nationale Aktion gegen die Befremdung von Volk und Heimat, haben wir 48% Ja-Stimmen erreicht in der ganzen Schweiz. Und 51% Nein-Stimmen. Also wir sind knapp gescheitert. Und dann ist Herr Blocher gekommen und hat unsere Zeitung im Abonnement gehabt, hat unser Thema abgeschrieben, wie so ein Schüler, der schlecht ist im Gymnasium, wo die Matura nur besteht, weil er reiche Eltern hat oder abschreibt. Und der Herr Blocher hat uns alles abgeschrieben. Und das kommt jetzt das Gleiche nochmal von uns zur Abstimmung, jetzt am 14. Juni. So ist die Welt. Aber wir sind damals die Bösen gewesen. Wir sind beschimpft worden. Wir sind mit Dreck beworfen worden, haben dürfen keine Werbung schalten. Und trotzdem, muss man sagen, 48% der Bevölkerung hinter uns gestanden. Ja. Und jetzt wird die Abstimmung auch spannend. Und wir vertreten die Hälfte der Bevölkerung. Und das ist erlaubt. Aber auf einen Punkt anders erklärt. Wer verdient am Ausländer? Das sind die Fabriken, wo wir haben. Der Blocher mit Ems Chemie. Fragt mal, wie viele Ausländer dort angestellt hat. Seid ihr nicht? Sie riefen, Max Frisch, sie riefen Arbeitskräfte, aber es kamen Menschen. So ist es. Die Ausländer sind da angekommen, haben geschafft, werden ausgenutzt. Und das ist halt das Auf Thema. der Baustelle, eben, letztes Mal ja 2 von der Baustelle da gehabt, die haben gesagt, es hat irgendwie 80% oder 70% Portugiesen auf der Baustelle, oder? Die sind fließig. Die Portugiesen haben auch in der Hotel viel geschafft. Rezeptionist, das ist bekannt. In den 50er Jahren schon die ganzen Portugiesen in der Rezeption geschafft. Sind tolle Menschen. Aber du meinst, es hat jetzt genug, es braucht nicht noch mehr, oder? Weil 1970 ist ja ganz anders gewesen. Jetzt ist ja der Ausländeranteil viel höher als in den 70er Jahren, oder? Ich kann es dir erklären, liebe Bierenweich. 1970 ist es gegangen um die Italiener. Und ich Um uns. Ja. Also ich bin ja, ich bin da geboren. Ich auch, aber 25% bin ich auch italienisch. Das Problem ist das gewesen. Ich kann es kurz erklären, weil wir jetzt jung sind. Ja. Es hat halt die Italiener gegeben, die hier angekommen sind und wo die Schweizer Frauen nachgepfiffen haben. Und dann haben das die Schweizer nicht wollen und dann haben die Schweizer den Italienern gesagt, Chink. Hör, Dreckschink. Ja, Ich finde das nicht so schlimm, wenn man mir das sagt. Aber heute ist der Italiener der bessere Schweizer, wenn ich Unterschriften sammle, gegen Masseneinwanderung. Schon. Dann die Italiener mehr unterschreiben, wie ein Schweizer, wie die Italiener sagen, wir haben jetzt den Dreck auch in Italien. In Italien das gleiche Problem, Ja, und die Italiener sind so integriert in der Schweiz und sind so tolle Schweizer. Und ich entschuldige mich, dass mein Chef damals, der Dr. James Schwarzenbach, Nationalrat, halt gegen die Italiener geredet hat. Aber das ist unter Männern, weil halt die Männer verrückt worden sind, dass die italienischen Männer die Schweizer Frauen ausgespannt haben. Und dann sind wir wieder beim Thema Sex. Thema Sex. Also, es ist damals eine Abstimmung gesehen über Sex. Aber heute hat es noch mehr Ausländer. Und
Wir sind alle Ausländer, wir haben alle Migrationshintergrund, aber zu mir kommen ja viele Jugos und so. Aber Und die Entschuldigung, sagen, es sind zu viel. wenn ich ja das jetzt eben sehe, bei den Albanern, die sind ja auch in den 90er Jahren da angekommen und die sind ja jetzt auch vorher nicht so integriert gewesen, also mit denen, wo ich aufgewachsen bin. Aber die Albaner, die eben jetzt da geboren sind und alles, die machen eigentlich das Gleiche durch wie die Italiener, habe ich das Gefühl. Die sind auch mega, die einen sind voll integriert. Also wenn ich da, es gibt ja Politiker auch, Albaner, die sind da fragen, hä, das ist ein albanischer Name, was, das ist Albaner? Kann ich mir gar nicht vorstellen, weil ich mit denen von den 90er Jahren aufgewachsen bin. Das ist vollkommen richtig, was du sagst. Die erleben das Gleiche wie die Italiener. Aber wenn du mich jetzt fragen, Erik, was findest du schlimm? Ja, was findest du schlimm? In Kurzform. Wie redet sie im Parlament? Weil ich finde auch, die Leute wollen kurze Antworten. Ich finde die Sendung toll, aber manchmal sind Antworten zu lang. Hast recht. Die Leute wollen Kurzform und nur noch kleine Happen. Die Leute lesen auch keine Zeitungen mehr groß, die wollen nur noch Überschriften. Ja, ist es so. Also was ich ganz schlimm finde, und darum bin ich Politiker, und keine hilft groß. Meine Anfragen werden nicht angenommen wegen Rassismus, aber es ist die Wahrheit. Wir haben Inzuchtkinder in der Schweiz, von den Kurden. Vor allem von den Kurden Haben wir in der Schweiz? haben wir in der Schweiz, in Basel allein 3000 Inzuchtkinder. Die kurdischen Kinder siehst du durch die Stadt laufen. Die arbeiten nichts, die leben alle von IV. Ein Kind von Geburt bis zum Tod kostet der Steuerzahler 2 Millionen Schweizer Franken. Ich kenne eine Familie, die haben 5 Kinder. Alle 5 Kinder bekommen IV. Es kann natürlich nicht sein, dass Cousin mit Cousine heiratet, dann ist das Blut nicht vermischt. Die Kinder sind alle Balla, haben eine Lernschwäche, arbeiten nicht und kriegen IV. Und das sind Zahlen, die auch die Schweizer Regierung verhindert zu publizieren. Wir haben so viele Inzuchtkinder, IV-Fälle, die wir durchfinanzieren. Ich bringe es zum Schluss. Ja. Ich gehe überall an, schauen in der Stadt. Und dann sieht man die Leute, die von Sozialhilfe leben. Nehmen wir auch das Beispiel eine Frau aus Land XY. Ja. Sagen wir Kurdistan. Die geht zum Schon Sozialamt wieder. und die sagt, ich habe 5 Kinder. Das eine muss ich in den Kindergarten bringen, das andere in die Schule, das andere zum Arzt, ich kann nicht arbeiten. Und ich bin jetzt an verschiedenen Vorträgen gesehen von der Stadt Basel und da sagen auch Bedienstete von der Stadt Basel, so eine Familie mit 5 Kindern kostet uns locker pro Monat 17'000, 18'000, 19'000 Franken Sozialhilfe mit den ganzen ärztlichen Beiträgen. Rechne das einmal hoch, was das kostet pro Jahr. Bist bei 200'000 Franken. 10 Jahre sind es schon 2 Millionen und das kann nicht sein, dass der Steuerzahler muss immer mehr zahlen und das regt mich auf. Aber wieso spezifisch Kurden? Du Meinst weißt, du, siehst dort kann Cousine mit Cousine heiraten. aber das ist ja, aber das gibt ja mehrere Länder, wo das möglich ist. Ich Welche kenne zum sind das Beispiel, noch? ich kenne eben einen, zum Beispiel erst von Bangladesch, ich habe mit dem geschafft und ich hatte damals mal noch keine Freundin gehabt. Und dann hat er mir gesagt, ja, heirate doch deine Cousine. Und ich habe gesagt, nein, ich heirate nicht meine Cousine. Bei uns macht man das einfach nicht, oder? Und da weiss ich eben, dass es dort einen Teil auch gibt. Okay. Bangladesch ist ein grosses Land, es gibt verschiedene auch Religionen. Aber das wäre jetzt ein Beispiel, oder? Ja, ist Und okay, ich glaube, aber es gibt viele bekannt in der Länder, Schweiz sind halt die Fälle aus Kurden. Okay, alles Und klar. bei den Schweizer ist es ja früher verboten gesehen, Hat dass es auch bei den sich Schweizer gegeben, oder? Cousin mit Cousine verheiratet. Ich weiß nicht, ob es heute erlaubt ist, aber es gibt dann keine Blutdurchmischung. Und ich finde das verrückt. Also, ich habe ja auch eine hübsche Cousine gehabt. Können wir zusammen überleiten, aber sie hat sich das Leben genommen, weil, Hast du mir vorher erzählt. ihr Freund hat sich verloren. Ihre Freund hat sie verloren. Meine Cousine auch bildhübsch gesehen, mit 21. Und sie hat sich mit dem Gürtel in ihrem Zimmer erhängt und ist mit 21 tot gesehen. Sie hat jeden anderen Mann für Sex und Freundschaft gefunden, aber sie ist so traurig gewesen, dass ihr Freund sie verloren hat und hat sich das Leben genommen. Und das sollte man aber nicht machen. Ich bin ja auch von einer Lügnerin aus der Ukraine verloren worden. Wie heisst sie schon wieder? Das ist Anja. Anja, genau. Anja ist ja die, wo mega viele Videos kursiert sind im Netz und so weiter. Ja. Und da sind ein paar Videos viral gegangen. Genau, und das muss man noch sagen. Ich habe damals, sie hat mich verloren, eiskalt für einen reichen Türk, wo ein Kopf kleiner ist wie sie. Sie hat die Polizei auf mich gehetzt, ich würde sie stalken, verfolgen, sexuell belästigen. Das ist alles eingestellt worden. Ich habe der Polizei gesagt, hören Sie, ich bin mit dieser Frau zusammen gewesen. Ich möchte dann wissen, wenn sie per Telefon Schluss macht, worum sie geht. Das ist alles eingestellt worden. Was wollte ich wollen sagen? Das ist gemein gewesen, wie sie mich da versäckelt hat mit einem anderen und fremdgegangen ist. Ich habe sie ihr nicht angesehen. Was ist der Fremdgang? Also, sie waren noch zusammen gewesen und dann hat sie... Ja, ich Ja, habe sie ihr okay. nicht angesehen.
Und was man dann muss machen in so einem Fall, man kann schon traurig sein. Ich habe dann 3 Monate gekühlt. Ich habe das in TikTok rausgeschrauben. Ja, das Video habe ich gesehen, ja. Ja, und dann ist ja der Hacker gekommen, der Riccardo Tambini, Ja. Szene ist Basel, wo dann mein TikTok gelöscht hat. Also Und- er hat es sperren lassen, sozusagen, mit Meldungen. hast du Ja, so ja, gesagt, und dann oder? ist natürlich gelöscht worden, aber die Hacker wissen genau, wie das geht. Und es ist eben so, die Hacker, die wir haben, oder die Hater, das sind alles Leute, die keinen Job haben. Die sind alle arbeitslos, leben von Sozialhilfe oder von IV, weil sie geistig gestört sind, oder sie haben reiche Eltern. Und das ist der typische Hater in Europa, der nichts schafft, der Ja. am Morgen schläft bis um 11, 12, am Nachmittag aufsteht und so oben aktiv wird Da in kennen wir Social viel. Media. Da habe ich auch recht viele, die bei mir in der Kommentarspalte damals sind. Das sind meistens die, ja. Weil sie haben nichts anderes zu tun, meistens. Aber für den Algorithmus ist es gut, wenn Das es ist eigentlich negativ gut. steht. Ja. Der Algorithmus bei TikTok funktioniert zum Beispiel so, einen Film habe ich oft weitergeleitet Ja. an meine 30 besten Freunde und Ja. TikTok sieht, der Film ist 30 Mal weitergeleitet worden, Ja. dann kriegt er gerade 100 Zusatzpunkte. Aha. Und also du musst einen Film Ja. weiterleiten, dann sieht das der Algorithmus und dann tut er das pushen. Ich Mhm. habe noch nie Werbung gezahlt. Ich werde zwar immer gefragt bei TikTok, wollen sie Werbung Genau, zahlen? ja. Muss ja. ich nicht, weil ich so bekannt bin. Ja. Und das Gleiche ist auch bei den Kommentaren. Negative Kommentare sind auch gut und ich gebe denen auch immer ein Herzchen. Das Ja. ärgert die noch mehr. Oder es gibt Leute, die schreiben, Erik, geh zurück in die Psychiatrie. Sag ich, du, danke für den Hinweis, aber die wollen mich nicht, sie haben mich rausgeschlossen. Dann Ja, macht eben, das habe ich auch mitbekommen. Haben sie dich rausgeschossen aus der... Ja, also ja, nicht einmal Psychiatrie, schon. was ist das gewesen? Ich sei böse. Reha? Ja, haben sie mich rausgeschossen. Ist das eine Reha-Klinik Ja. gewesen oder eine Psychiatrie? Ja, beides. Okay. Und Ich bin wieso ja haben sie dich freiwillig dort rausgeschossen? gewesen. Ich habe einfach gefunden, ich will auch mal etwas von der Krankenkasse. Ich Ja, habe Reha ist gut. 60 Jahre eingezahlt und dann habe ich gesagt, ich will mal etwas von der... Aber der Reha-Leiter war ja Obergrüne, weißt Wo bist du in der Reha? in der Nähe von Basel. Ah, okay. Und einfach bist du in der Reha, hast du gesagt Burnout, oder was hast du? Du hast mal, glaube ich, noch fast das Burnout, kann ich auch noch glauben. Also nein, also das stimmt nicht. Das Ist nicht sind wegen dem? Medien. Ich habe einfach gesagt, Ah. ich bin müde. Also ich bin vollkommen gesund. Ja. Ich bin vollkommen gesund. Burnout habe ich nie gehabt. Nein, es ist Ich- nicht gestanden, du hättest eins gehabt, sondern du bist kurz davor gewesen. Das wird einem angedichtet. Du weißt ja, wie die Medien gerne schreiben, ich bin vollkommen gesund. Das wird den Medien angedichtet. Aber ich bin jemand, der sagt, wenn man Steuern zahlt, Ja. möchte ich auch etwas haben vom Staat und ich möchte einfach auch mal so eine Reha erleben. Ja. Dann habe ich mir das erkämpft. Aber bin dann wegen dem grünen Reha-Leiter nach 3 Tagen 3 Tage. schon Mhm. rausgefallen, weil ich habe nur an eine mit Insassin habe ich mein Flugblatt gegeben. Hast du Oh. keine Privatversicherung, oder? Da kommst du das Einzelzimmer ja über, oder? Ja. Ich habe eben auch keine Und dann habe ich Privatversicherung. nur an eine, glaube ich, mein Flugblatt gegeben und das hätte ich nicht dürfen machen. Was ist das? Kannst du das mal den Zuschauern Also sagen, das ist was mein das ist? Flugblatt zu den Grossratswahlen. Jeder Politiker muss Werbung machen Ja. und ich habe das Flugblatt gebracht. Könntest du mal im Bundesrat kommen? Da brauche ich viel Geld. Also dann müsste ich bei der SVP sein, dann wäre ich im Nationalrat. Aber Ja. du weißt, als Bundesrat brauchst du mindestens ein Budget von 3 Millionen Schweizer Franken. Was? Und für den Nationalrat brauchst du ein Budget von 500'000 Franken, dass du in den Nationalrat kommst. Und wie gesagt, bei der SVP wäre ich längstens im Nationalrat, Ja. aber ich bin glücklich im Kantonsrat Basel und bleibe dort auch. Und alles ist okay. Ja. Und ich habe viel gelernt. Ich bin ja früher sehr schüchtern gesehen. Mhm. Und im Parlament habe ich das Reden gelernt. Und ist alles okay, Mirko. Aber wie gesagt, ich tue halt gerne hinter die Kulissen schauen, weißt du. Ja. Ich habe dann nur noch gesehen, ich sehe dann manchmal die Videos, wenn im Parlament manchmal bist du ausgerastet und dann hast du gesagt, Frau Zürcher hat dich auf WhatsApp blockiert. Wer ist die Frau Zürcher? Aber die Frau Zürcher, das ist die mich angezeigt hat, weil ich gesagt habe, dicke Frauen. Ah, oh, Im ja, ich weiss Parlament. nicht, wenn wir es rausschneiden, kannst du mir es nachher Ja. sagen. Nein, wir Oder müssen nicht piepsen, schneiden. piep. Der Erik ist authentisch, wir müssen gar nichts schneiden. Ja, nein, weißt du, den Namen auspiepsen vielleicht, keine Ja. Ahnung. Ja. Okay, ah, das ist die. Und sie hat dich dann auf WhatsApp blockiert. Irgendwie so Wieso? ist es gesehen. Ich weiß Ja. auch nicht, wie schon länger her, aber wo ich im Parlament gesagt habe, ich habe gesagt, ich habe sie auf WhatsApp blockiert. So Genau. ist es gesehen. Ah, so ist du der hast Film sie blockiert. Und dann habe ich okay. den Lachen auf meiner Seite gehabt. Ah, Ja. ja, okay. Weil das ist ja aktuell, wenn die Kinder, die jungen Leute sich streiten, Bub mit Mädchen, Ja, ja, erste eben, wird mir auf Freundschaft, WhatsApp dann blockiert. Genau. beschimpfen sie sich und dann sagen sie, ich blockiere dich auf WhatsApp. Das ist aktuell seit 10 Jahren. Ich kenne es auch familiär, wo man dann Ja. blockiert wird, aber dann wird man wieder entblockiert. Aber ja, Und was ist die schlimmste Lüge, die die Medien je über dich
Bericht erzählt haben. Die schlimmste Lüge, da habe ich auch eingelaggt. Das ist so ein kranker Journalist von der Basel-Landschaftlichen Zeitung gesehen. Da habe ich eingelaggt. Und der hat eben geschrieben, ich sei in psychiatrischer Behandlung, was gar nicht stimmt. Ja. Der hat das einfach erfunden. Ich rede mit allen, ich rede mit Ärzten, ich rede mit Arbeitern, ich rede mit reichen Leuten, mit armen Leuten, mit jungen Frauen, mit jungen Männern, mit alten Leuten. Und da hat einer geschrieben in der Basel-Landschaftlichen Zeitung, ich sei psychiatrisch krank. Und da habe ich eingelaggt und er ist dann vom Strafgericht Basel, verurteilt worden, dass er das nicht mehr schreiben, weil es einfach nicht stimmt. Von wo war denn das gewesen? Darfst du das sagen? Welcher Medien? Eben Basel-Landschaftliche Zeitung. Ah, Das ist eine Basel-Landschaftliche Zeitung. Ja, okay, sorry. Ja, die heisst Ich kenne die eben nicht, weil ich ihn jetzt schon BZ Basel. Ah, okay. BZ Basel, die kennst du nicht, weil das ist nur ein lokales Blatt. Aber da die gewisse Journalisten einfach Sachen erfinden. Ja. Und ein anderer Journalist ist ganz böse gesehen. Der hat geschrieben, als ich ins Gymnasium ging, damit ich dort im Gymnasium Ärger bekomme. Der Journalist ist schon gestorben. Ja. Das ist auch gemein. Oder ein anderer Journalist von der Basler Zeitung, der nennt sich Urs Rist. Und der ist stadtbekannt. Der Urs Rist, der hat auch böse Artikel über mich geschrieben. Ist dann entlassen worden von der Basler Zeitung. Verkleidet sich jetzt als Frau mit Röckli und geht als Ursula Rist. Immer mit der Eisenbahn nach Frankfurt an solche Treffen. Und er ist vollkommen was für Treffen? Ja, weißt du, so, er verkleidet sich, er ist Mann, aber er verkleidet sich. LGBTQ-Treffen? Wahrscheinlich. Ah, okay. Und ich habe dann gesprochen mal mit dem Chefredakteur von der Basler Zeitung, was ist denn mit dem Urs Rist passiert? Warum ist er so abgedriftet und verkleidet sich jetzt als Frau? Ja. Das sieht hässlich aus. Der Mann ist an die 70 bald und verkleidet sich als Mädchen. Und der Chefredakteur von der Basler Zeitung, der Herr Platz, hat mir dann gesagt, ja, er ist halt abgestürzt, wo seine Mami gestorben ist. Ja. Aber er hat böse Artikel über mich geschrieben. Und heute verkleidet er sich als Ursula Rist. Und ich freue mich dann, dass so Leute, die mehr haben wollen, kaputt machen in den Medien, dass sie dann persönlich selber gescheitert sind und sich jetzt als Mädchen verkleiden im Alter von 75. Das ist einfach peinlich. Wie stehst du zu dem ganzen LGBTQ-Zeug, Gender und so Zeug? Befasst du dich überhaupt mit dem? Also, etwa vor 3 Jahren sind es die meisten Meldungen gesehen, die ich von jungen Leuten bekommen habe, wo sie gesagt haben, Erik, wir werden in der Schule so tyrannisiert mit dem Thema, wir wollen das nicht, es gibt nur Mann und Frau. Ja. Und jetzt war eigentlich der Herr Schaller Präsident vom Parlament in Basel, aber er hat das nicht dürfen werden wegen der Grünen und Linken, weil der Herr Schaller hat gesagt, im Parlament, es gibt nur Adam und Eva, es gibt nur 2 Geschlechter und die Grünen und die Linken haben ihm das vorgehalten und darum hätte er nicht dürfen Parlamentspräsident werden. Und das ist auch in den Medien thematisiert worden. Und das ist traurig, wenn jemand die Wahrheit sagt. Und ich meine... Also für dich gibt es nur Mann und Frau? Ja, und sonst würde es dich ja auch gar nicht geben, Mirko. Ich meine, würde es nur Schwule geben, wären wir gar nicht da. Aber aber das ist ja anders, das ist dann eine Sexualität, oder? Aber dort geht es halt ums Geschlecht. Dass jemand sagt, er tut sich nicht identifizieren mit einem Geschlecht und so weiter, gibt es halt noch viel bei der LGBTQ. Aber ich bin auch oft gefragt, was haltest du von Schwulen, liebe Bierenweich? Und ich freue mich über jeden Schwulen. Weißt du warum? Ja, ist ein Konkurrent weniger für uns Männer bei den Frauen. Für mich könnten 99% der Männer schwul sein. Ja. Dann hätten wir die größere Auswahl. Aber das Problem wäre, wenn dann 99% der Frauen lesbisch wären, dann wollen sie sich gar nicht, oder? Das wäre ja, aber das war nicht der Fall. Wir müssten einfach schauen, dass 99% der Männer schwul sind und nicht nur 5%. Ja. Wir haben ja auch schwule Grossräte in Basel. Das ist ja das Thema bei uns im Parlament. Ich nenne jetzt keinen Namen. Das sind auch teilweise gute Politiker, aber die sind oberschwul. Und die ganze Stadt diskutiert das tagtäglich. Wer ist der Oberschwule? Wer sind die Oberschwulen im Parlament? Wer geht mit jungen Bübli in Ferien? Und wir reden im Parlament so, wer tut diesen Bübli das Schwänzli massieren? Die ganze Stadt redet, Das gibt es im Gespräch im Parlament. Das ganze Parlament, und ich bin Mitglied vom Parlament seit 43 Jahren, und ich rede mit der Regierung. Alle im Parlament reden über die Schwulen im Parlament und sagen, wer tut wem welches Schwänzli massieren. Das sind ja dann auch junge Männer, die wollen. Wie der Mann will ja auch junge Frau. Volljährig aber. Ja, volljährig ab 18. Aber die Schwulen auch. Und ich habe dann schon oft mit Journalisten geredet, aber die Journalisten schreiben nicht, dass das der XY ist und der XZ. Es wird alles geheim gehalten, wie zum Beispiel auch
der François Mitterrand, der Präsident von Frankreich, das Mhm. ist noch jetzt vorher gesehen, wo du auf die Welt gekommen bist, ist der Präsident gesehen, der François Mitterrand. Der François Mitterrand hat eine zweite Familie gehabt und hat mit dieser zweiten Frau ein Kind gehabt. Das ist alles von den Medien verschwiegen worden. Die zweite Frau hat auch im Élysée-Palast gelebt, in einem Nebenflügel. Wird alles verschwiegen. Mhm. Und da gibt es so viele Staatschefs, wo zweite Familie haben, wo verschwiegen wird. Und auch in Basel wird verschwiegen, wer ist schwul, wer ist lesbisch und wer ist trans. Aber der Ja. Erik Benenz. Da sind ganz tolle Kleber auf Schweizerdeutsch Sticker. Meine Großtochter ist leider im Kindergarten beleidigt worden. Jetzt geheißen Weber mit dem Kleber. Ich bin auch verurteilt worden von der Kantonspolizei zu 500 Franken, weil ich gelebt habe. Und ich bin Weber mit dem Kleber. Ich glaube ständig. Und ich glaube auch die Kleber. Bin verurteilt worden zu 500 Franken. Die sind wirklich toll. Sie gefallen mir. Und Weber mit dem Kleber. Ich kann weiterhin kleben. Und das machen ja alle. Die Ganz findet toll. ihr auf birrenweichesohund.ch. Der Kohle fließt in Sponsor. Merci vielmals. Wirklich wunderschön. Und du hast eine Familie, du hast Kinder. Ich habe 2 Kinder, Ja. habe guten Kontakt, beide arbeiten toll. Ja, Oh, hast du gut mit ihnen? ja Okay. danke. Gott sei Dank ist das der Fall. Alle gesund und die kriegen natürlich die ganze Problematik auch mit. Und, Okay. aber sind nicht politisch engagiert. Social Media auch nicht? Nein. Na, okay. Noch nie wollen irgendwie irgendwas? Nein. Nicht. Okay. Alles klar. Was haben wir da noch? Warte Gute mal. Frage. Hast du jemals etwas gesagt? Du hast sicher auch etwas mal gesagt, wo du heute bereust. Oder nicht? Wo du denkst, ja, das Ja. hätte ich vielleicht nicht sollen. Also So. das ist richtig, ja. Also wenn du mir jetzt fragst, ist eine gute Frage. Mhm. Ist die von dir oder von einem Zuschauer? Nein, die sind von mir. Die Sehr gut. Zuschauer kommen dann nachher. Ja, oh Gott. Ich habe da ein paar Also. Fragen aufgeschrieben. Ich habe jetzt den Eingang durchs Mikrofon, aber es wird schon gehen. Was ich würde bereuen, also das ist richtig. Ich habe ja gesagt, ich bin der jüngste Kantonsrat gewesen mit 20. Ja. Bin durch das auch immer jung geblieben. Bin dann auf TikTok gekommen wegen meiner Tochter. TikTok ist ja vor 8 Jahren ein Film gewesen von jungen Mädchen, die tanzen. Genau, ja. Shuffle-Dance oder wie der geheißen hat. Shuffle. Nein, wie hat es noch geheißen? Irgendwie anders noch? Shuffle. Musical.ly oder so. Ja, also so Tanz und so Ja. und ganz toll. Mhm. Du hast nicht so Tanzvideos Nein, gemacht? nein. Aber ich habe schon ein Tanzvideo von dir gesehen. Ja, das ist ein Fake-Video, wo Fake. eben der Riccardo Tambini macht. Der Zwerg. Aber jetzt, was ich. Ja, der Zwerg, der nichts schafft. Aber jetzt nochmal zurück wegen deiner Frage. Ja. Also, ich bin glücklich als Kantonsrat, als Journalist, als Mitarbeiter für andere Politiker, alles okay. Aber was ich gerne gemacht hätte, das wäre schwierig auch geworden, wegen meinem Vater, der ja der Vorgänger war vom Herrn Blocher Ja, als Parteipräsident. Ich wäre gern geworden Diplomat für die Schweiz. okay. Und ich wäre gern geworden Diplomat von der Schweiz in Belarus, in Ukraine, nein, nicht Ukraine, in Belarus, in Russland, in Kasachstan. Also ich wäre gern Diplomat geworden für die Schweiz und wäre gern Botschafter für die Schweiz. Aber der Zug ist natürlich abgefahren, weil ich damals die politische Schiene gemacht habe. Ja. Es gibt einfach die Schiene aktive Politiker oder Diplomat. Diplomat hätte ich gern gemacht, aber nicht jeder, der Diplomat wird auch schlussendlich Botschafter. Okay. Du endest dann vielleicht als stellvertretender Botschafter oder als Botschaftsrat oder als Konsul, aber ich war eigentlich noch gern geworden Botschafter von der Schweiz in Russland, in Belarus oder in Kasachstan. Ich habe jetzt schon 3-mal besucht, Botschafterin von der Schweiz in Belarus. Ja. Die hat mich empfangen. Sie geht jetzt im Herbst nach Kasachstan als Schweizer Botschafterin. Also ich bin quasi noch dabei. Und ich treffe die Leute, die ich gerne hätte arbeiten wollen, aber ich bin es nicht. Aber ich wäre gerne Diplomat geworden. Arzt möchte ich nicht. Ich möchte nicht operieren und einen Fehler machen. Das ist nicht für mich. Ich möchte auch nicht Jurist sein. Jurist muss auch oft Sozialfälle vertreten und Spinner, das möchte ich auch nicht. Also Jurist möchte ich auch nicht. Ich wäre gern vielleicht Diplomat geworden, aber der Zug ist abgefahren. Aber das ist meine ehrliche Antwort. Ich wäre gern Botschafter gesehen in Russland. Aber denkst du, hast dann irgendetwas Aussage tätigt, das dich daran gehindert hat, um das zu machen? Also irgendetwas. Es ist so, wenn du mit 20 Jahren schon Kantonsrat bist, kannst du nicht mehr Botschafter werden. Aha, wegen dem. Weil Okay. dann heisst, du bist gesehen bei der bösen Partei Nationale Aktion gegen die Befremdung von Volk und Heimat. Ja. Wir wollen sie nicht. Dann Bist ist du aber bei vorbei. der SP,
ist die zweitgrößte Partei in der Schweiz nach der SVP. Bist du bei der SP, darfst du natürlich Botschafter werden. Wir haben viele SP-Leute oder auch einer, der jetzt Nationalrat ist, der Botschafter gesehen ist für die Schweiz in Deutschland. Ja. Dort ist es möglich, aber umgedreht nicht. Also als Botschafter musst du eigentlich politisch neutral sein. Und ich habe es dann so gemacht, weil ich nicht Botschafter bin von der Schweiz in Belarus, habe ich Kontakt aufgenommen mit der Schweizer Botschafterin. Die hat mich natürlich sofort kennt. Die hat gesagt, Herr Weber, mein Kind ist ein großer Fan von Ihnen Ja. und schaut alle ihre TikTok. Der Chef von der Staatsanwaltschaft haben wir auch Freundschaft gemacht in Basel mit dem Herrn Fabri, der jetzt Generalstaatsanwalt ist bei der Schweizer Staatsanwaltschaft in Lugano. Er hat gesagt, Herr Weber, mein Sohn ist ein großer Fan von Ihnen. Also die mich angeklagt haben, haben eigene Kinder, wo Fan von mir sind. Und auch die Schweizer Botschafterin hat mich sofort ins Herz geschlossen und hat gesagt, meine Tochter ist Fan von Ihnen. Und das sind wirklich tolle Momente. Also ich bin da überall, werde ich angesprochen, jeden Tag 30 Fotos, wo die Leute wollen. Aber es wird mir zu viel. Darum habe ich jetzt gesagt, ich mache nichts mehr auf TikTok. Und da halte ich mich auch dran, auch wenn es meine kleine Tochter noch nicht glauben kann, aber ich halte mich da dran, weil ich habe ja auch wieder Parlamentswahlen, wo ich mich muss konzentrieren muss. Und ich kann einfach allen Leuten sagen, konzentriert euch auf euren Beruf, konzentriert euch auf euren Partner und lasst alles andere weg, dann werdet ihr erfolgreich und ein schönes, gesundes Leben haben. Aber was war denn der Moment, wo das erste Mal so viral gegangen ist? Welches Video war das? Mit dem Popo irgendetwas? Hast du Genau, erzählt? also 2013, Was da ist hat es das noch genau? da hat es ja noch kein TikTok gegeben, 2013, Eben, ja. liebe Bierenweich. Dort haben wir eigentlich alle geschaut, die jungen Leute, YouTube. Oder Ja. damals ist ja noch Facebook aktuell gewesen. Ja. Aber Facebook ist schon veraltet, das sind nur noch die über 40. Ja. Facebook ist fast alles nur noch Senioren. Ja. Und Snapchat, wird ich oft gefragt, Snapchat, das sind so die ganz Ja, ich Jungen. kann es auch, aber ich komme nicht so draus. Ja, ich komme auch nicht raus. Bierenweich, genau das ist es. Ich bin vor 3 Jahren auf Snapchat gesehen. Ich komme nicht raus. Und das finde ich toll. Ich liebe dich, Bierenweich. Obwohl ich auf Frauen stand, liebe ich dich. Aber ich komme bei Snapchat nicht raus. Ich kriege jeden Tag 5 Anfragen von Mädchen, von Buben. Erik, können wir uns schreiben auf Snapchat? Ich komme nicht raus. Ich weiss nur von meiner Tochter. Ja. Wenn sie auf Snapchat ist, sieht sie genau, wenn sie zum Beispiel ist in der Ferien mit ihrem Freund in Italien, sieht sie genau, wer von ihren Freunden auch in Italien ist. Ah, wer auch dort ist. Also es zeigt sie an, du bist in Rom und Florenz, dann zeigt es dir auf Snapchat an, wer auch gerade dort ist. Aber ich check auch nicht Snapchat, ich habe es dann aufgegeben. Ja. Und die Frage ist jetzt gesehen wegen Ja, das erste Video, das dann viral von dir gegangen ist. YouTube. Also damals hat es YouTube gegeben und dort habe ich gesagt, die Staatsanwaltschaft legt mich am Arsch. Das ist gesehen mit diesen 600 Adressen, die mir gestohlen hat. Da hast du die Hosen runtergelassen. Ja, und weil ich habe gewusst, das zeigt Wirkung, weil das ist gesehen, ein Interview mit der Basler Zeitung. Und ich weiß ja als Journalist, was Zeitungen wollen und das habe ich extra so geplant. Und Basler Zeitung ist so blöd gewesen und hat es publiziert und dann bin ich berühmt worden. Sie haben es wo publiziert, das Video? Ja, auf der Seite www.batz.ch. Ja, und dann hat es jemand auf YouTube hochgeladen? So? Richtig. Okay. Und der Film hat Millionen von Zuschauern, aber das andere ist dann gesehen, mein Start bei TikTok 2021, wo ich durfte als Kantonsrat nicht auf die Luxusreise, wo ich am Bahnhof bin und wo gesagt habe, ihr sind alles Verbrecher, ihr nehmt mich nicht auf die Luxusreise und sie wollen mich nicht auf die Luxusreise mitnehmen, weil bei dieser Luxusreise wird gesoffen und Mann und Frau, die sich über Parteigrenzen hinweg paaren. Mein Lieblingspolitiker, der Baschi Dörr, der auf meiner Homepage drauf ist. Das darf ich sagen. Okay. Meine Homepage erikweber.net und dort sind ein paar Politiker drauf, auch mein Lieblingspolitiker, der Regierungsrat Baschi Dörr. Er ist mit einer zusammen gewesen, als Bürgerlicher von der SP. Ja. Und dann ist er halt politisch ein bisschen links abgerutscht, ist nicht so streng gewesen als Polizeidirektor und hat bei diesen Demonstrationen nicht durchgegriffen und dann ist er abgewählt worden. Ja. Aber bei dieser Grossratsreise, ich bin einer dabei gewesen, 2013, hier in Zürich, haben wir übernachtet in Luxushotel in Rapperswil. Sie paaren sich untereinander. Und sind besoffen in Zürichsee go schwimmen. Ja. Und das ist eine Sache, die man nicht macht. Und weil sie wissen, der Erik bringt es in die Medien, der Erik ist super, ich bin clean und die paaren sich bürgerlich mit Grün, SP mit bürgerlich. Und das wollen sie nicht, dass ich das sehe. Ja. Und wir haben mehrere solche Paarungen,
wo es dann auch Kinder gegeben hat von diesen Reisen. Und das wollen die nicht, weil der Erik den Schnabel aufmacht. Aha. Ah, du hast dort nicht dich mitgepaart. Du trinkst ja keinen Alkohol, oder? Nein. Und ich habe nicht auf die Reise dürfen. Ja, Ich aber die erste Reise. Aha, nur, hast du gar nicht können auf die Reise gehen? Das ist ja, Nie, das findet nie. immer wieder statt. Nur oder? damals 2013 Ah, okay. mit Übernachtung in Ah, okay. Rapperswil und hier nach Zürich. Aber Folgendes, und ich bin dann am Bahnhof gegangen und ich habe gesagt, ich will einsteigen. Mein Anwalt hat auch Protest gemacht. Dann hat der Grossratspräsident gerade die Polizei angerufen, dann sind 10 Ja. Bahnpolizisten gekommen. Die haben gesagt, Herr Weber, Sie dürfen hier nicht einsteigen. Ja. Wir haben nichts gegen Sie, aber wir müssen hier einfach schauen. 10 Polizisten sind gekommen und haben nicht wollen, dass der Erik in den Luxuszug erste Klasse einsteigt. Und dann haben sie mich nicht mitgenommen und haben mir Geld quasi versoffen, weil so ein Platz bei so einer Luxusreise kostet pro Kantonsrat 2000 Franken. Wir Ja. haben Privatschiff, wir haben privaten Zug, wir haben Privathotel, wir haben teure Essen. Und das ist natürlich gemein. Und viele Juristen haben gesagt, Erik, das ist nicht fair, wie man da mit dir rumspringt. Aber hast du das selber aufgenommen oder hat dich jemand von weitem aufgenommen? Ich weiss Oft habe ich selber aufgenommen, aber dort habe ich 2 Freunde organisiert, die das aufgenommen haben. Ah, Und das okay. ist bei TikTok viral gegangen. Du hast das dann gepostet? Ja, aber dann hat ja Ja. der Riccardo Tambini mein TikTok gelöscht. Jetzt vor 3 Jahren. Aber dann habe ich Ja. mal neu angefangen. Aber es gibt einfach böse Menschen, die unglücklich sind und dann wollen sie das an andere Leute ausspielen. Wieso hat er das gemacht? Hat er dich nicht gerne? Hat er Streit? Oder ich weiss Nein, nicht. kein Streit, aber einfach nicht bärenweich ist er. Also nicht, er ist nicht weich, er ist nicht im Kopf normal. Ja. Er ist wirklich im Kopf nicht normal und schafft nichts und ist ein böser Mensch und ist ein Zwerg. Wie auch der Türk, wo meine Anja mir ausgespannt hat, ist auch ein Zwerg. Der ist so viel kleiner wie die Anja. Aber die Leute sagen dann halt, Ja. es sieht hässlich aus im Hotel, wenn sie einchecken. Aber die Anja ist auch mit ihm mitgegangen. Die Anja hat können sagen, du, ich habe einen Freund, mit dem habe ich tollen Sex und ich gehe nicht mit ihr einen Kaffee trinken. Aber sie hat sich mit dem Türk eingeladen. Und jetzt wirst du mich fragen, wie hat der Türk sie kennengelernt? Der Türk ist der Nachbar von der Anja gesehen. Der Nachbar? Ah. Traurig. Und dann sind sie gerade melken. Sind sie gerade melken und gerade zur Sache. Und jetzt tut er sein Schwänzli bei ihr reinstecken. Und es ist grusig. Ich meine, ich habe vorher dort gehabt und die Anja hat ja nicht verhütet. Und eigentlich Kind? habe ich dann gedacht, ich hätte sie mit schwanger machen. Aber ich habe dann vor dem Orgasmus immer rausgezogen und auf den Bauch gespritzt, damit sie nicht schwanger wird. Weil Kondom mag ich nicht. Ja, aber Also sie hat dann noch Kondom, ein da Kind. kannst du lieber selber machen. Also Kondom mag ich nicht. Du hast einfach einen Widerstand, du spürst nichts. Der Mann will richtig Ja. spüren. Und, Mhm. und nachträglich hätte sie mich schwanger machen. Mal schauen, ob sie mich dann verloren hat. Aber sie ist ein böser Mensch, schafft nichts. Und es ist ja bekannt, dass die ukrainischen Frauen alle nichts schaffen. Ja, okay, kannst nicht alle in den Topf. Ja, Oder? aber die Statistik sagt es so, 70% der ukrainischen Frauen Ja. arbeiten auch 4 Jahre nach dem Krieg nichts. Ich sehe sie auf Instagram, die machen schöne Reisen durch die Schweiz, fahren Bergbahnen. Man kann mit denen nicht arbeiten. Ich habe eine probiert zu finden, zum Flugblatt verteilen. Die ist schon 4-mal nicht gekommen und hat da noch Geld wollen. Dann habe ich gesagt, du bist schon 4-mal nicht gekommen, vergiss es. So eine alte Schachtel. Also ich habe nichts von ihr wollen, weil es eine Ja. alte Schachtel ist. Aber ich habe dann die ukrainische Frauen schon kennengelernt. Und wenn du am Morgen in der Stadt unterwegs bist, Ja. in Basel ist nach Zürich die zweitgrößte Stadt, du siehst ja am Morgen nur die ukrainischen Schlampen. Und die haben teilweise 2, 3 Männer. Dann Distanziere gehen mich. sie shoppen. Aber es gibt auch gute, also ich kenne eine Ukrainerin, die ich jetzt den Namen nicht nennen will, die recht erfolgreich ist und die selber Geschäft hat und alles. Da hast Ja, du oder? recht, aber ich rede jetzt, schau jetzt, du darfst nicht falsch verstehen, lieber Mirko. Ich bin Politiker, ich kriege die ganzen Statistiken. Du meinst die neu da kommen, oder? Ja, aber 70% der Frauen aus der Ukraine, oder es sind sogar 80%, ich will mir jetzt nicht festlegen, aber Ja. man kann ganz klar sagen, lieber Mirko, die Mehrheit der Frauen aus der Ukraine schafft nicht. Und man muss die Wahrheit sagen, die Frauen, die haben dann immer mehrere Männer noch an der Hand. Man muss sagen, die sind leider attraktiv, die Frauen, lange Beine. Leider. Hä? Leider attraktiv. Ja, und die Männer zahlen dann halt für die Frauen, aber ganz nicht zu. Aber jeder Mann, der so eine ukrainische hat, zahlt. Der Erik sagt das ganz klar, es ist so, aber die Männer sagen es nicht. Die sagen es dann immer nur, wenn sie von der Frau verloren worden sind. Ja, ich habe die ganze Reise nicht gezahlt und so weiter. Aber die Frauen wissen genau, die werden ja schon von klein her in diesen Ländern
wie Ukraine werden die schon von klein an ausgerichtet, dass sie die Männer sollen ausnehmen, weil sie sonst nicht nach oben kommen. Okay, aber viele Schweizer Männer sehe ich eben mit Frauen von Philippinen oder Thailand und so. Das ist ja auch recht, oder? Sehe ich mehr. Jetzt, ich sehe mega viele, die jetzt eher... Vielleicht habe ich Philippinen das und auch falsch Thailand. beobachtet. Ja, Also das ist früher gesehen, ganz früher, wo es die noch nicht gegeben hat, sind es okay. die afrikanischen Frauen gesehen mit den dicken Popos. Das ist es so. Die haben alle dicke Popos. Denn es sind die afrikanischen Frauen gesehen vor 60 Jahren. Vor 50 Jahren sind die Philippinerinnen dazu gekommen, die Thailänderinnen. Äh, und ich habe ja das mit Thailand auch mitbekommen, weil mein Vater hat ein Reisebüro gehabt. Mhm. Darum bin ich reisekrank. Und dann sind immer so dickbüchige Männer im Reisebüro gesehen. Und ich bin natürlich ein Kind gesehen, 6, Ja. 7 Jahre. Es sind so dickbüchige Männer gekommen. Die sind immer nach Thailand geflogen. Dann habe ich eben meinen Papi gefragt: Du Papi, warum gehen die alle nach Thailand? Go melken. Go melken. Und ich habe es nicht mitbekommen. Aber mein Vater ist so schlau gewesen. Er hat diesen Männern zuerst eine Rundreise gemacht, weißt du? Ja. Hat dann eine schöne Rundreise organisiert. Und dann eine Woche Pattaya am Strand. Ja. Und sicherlich gehen viele Schweizer Männer nach Thailand, das ist traditionell. Ich kenne auch viele, die in die Sowjetunion gegangen sind oder nach 1990 in die Ukraine. Aber man muss schon so sagen, wenn man Frauen anschaut, die aus der Ukraine sind sehr berechenbar. Und da ist nicht nur mit Anja so, auch ganz viele andere. Und ich wünsche mir einfach, dass die Frauen aus der Ukraine in der Schweiz oder in Deutschland, Holland gehen arbeiten und nicht nur gehen shoppen und Männer ausnehmen. Ja. Das sind wirklich Werte, die stimmen. Ja, Und ich weiss, okay. viele schöne Schweizer Frauen haben auch eine Wut auf die ukrainischen Frauen, weil sie wissen, was die da für eine Show abziehen. Und wenn du jetzt mich fragst, ich bin einmal im Leben reingegangen mit einer Frau, einmal im Leben, ich habe sie ihr nicht angesehen und ich habe dann bei TikTok mein Leid rausgeschaut. Du hast schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, aber ich habe es nicht angesehen, ihr. Ich habe es dann erst am letzten Monat gemerkt. Sie hat dann keine Zeit mehr gehabt, so richtig für mich. Aber sie hat gesagt, sie muss für die Deutschprüfung lernen, die im April ist. Ja. Aber dann am 3. April hat sie Schluss gemacht. Also die Deutschprüfung, die sie muss lernen muss, das war nur die Ausrede gesehen. Aha. Und wie gesagt, ich bin da knapp vor dem Selbstmord gestanden. Sogar. Ich habe auch überlegt, soll Ah. ich mich vor einen Zug gehen? Aber dann habe ich gedacht, nein, Erik, das ist es nicht wert. Mhm. Hast du dir da Hilfe geholt oder hast du das selber einfach? Das ist eine gute Frage. Also, wenn du jetzt fährst, zum Beispiel von Basel nach Frankfurt, Ja. durch den Zug, jedes Jahr passiert das etwa 3, 4 Mal. Mhm. Bei Freiburg gibt es eine psychiatrische Klinik. Okay. Und darum wird die Strecke Basel-Frankfurt im ICE oft Mhm. gesperrt, Ja. weil sich wieder einer von dieser Klinik Habe ich auch schon gehört, stimmt, ja. vor den Zug gelegt hat. Also wenn du ab Frankfurt fliegst, Ja. musst du einen Tag vorher anreisen, weil bis die Staatsanwaltschaft kommt und die Strecke freigegeben wird, sitzt du manchmal 5 Stunden im Zug. Mhm. Mhm. Mir ist das schon passiert, dass ich zweimal im Zug gesessen bin, 5 Stunden, oder im Bad Spanhof, dass der Zug gar nicht fortfährt. Wie du Mhm. sagst, hast du schon gehört. Und jetzt Ja. auf deine Frage, hast du Hilfe geholt? Meine Hilfe, ich gesehen TikTok. Die beste ist Hilfe, wenn du Probleme hast, dass du dir Problem rausschreist. Ja. Und ich habe in TikTok rausgeschrien, wie es mir schlecht geht und dass es unfair ist. Ja. Das hat mir geholfen. Okay. Und ich glaube, ich habe ein Gespräch geführt mit der Polizei. Bei der Polizei gibt es eine Frau Baumann, Mhm. Anina Baumann, Krisenintervention. Und dort kannst du dich melden und musst nichts zahlen Aha. und kannst die Polizei ein bisschen beschäftigen. Ja. Und mit ihr habe ich geredet und die hat auch gute Tipps gegeben. Und das ist alles okay. Und, aber wie gesagt, ich habe mir selber geholfen und ich habe gefunden, es gibt Frauen wie Sand am Meer und es gibt Männer wie Sand am Meer. Wenn eine Frau verloren wird, findet sie einen neuen Mann. Ja. Sicherlich haben die attraktiven Frauen viel bessere Chancen wie eine dicke Frau. Und da sind wir wieder beim Thema. Umgekehrt auch, oder? Ja, und darum, der Mann darf keine Ranzen haben. Und jetzt sind wir nochmal beim Thema. Wenn ich jetzt sage, es sind schöne, schlanke Frauen mit knackigen Brüstchen im Parlament, aber das haben wir ja nicht, dann würde ich da nicht bestraft. Aber wie ich gesagt habe, dicke Frauen. Und warum sind dicke Frauen im Parlament? Die haben keinen Partner. Und darum dienen die ihren Druck ablassen im Parlament und dienen der Erik als ihr Feind betrachten. Es ist Ja. wahrend. Ja. Okay. Dann zum Thema Frau. Ich will jetzt nicht sagen, Womanizer, aber nochmal auf den Punkt gebracht. Melchenizer. Ja, wir sind natürlich so,
Ich spüre den Druck am Morgen. Das ist ganz normal, wenn du mit Frauen redest, sagen wir wissen, der Mann hat den Druck am Morgen. Hätten wir nicht den Druck, würde es ja die Kinder nicht geben. Das ist die Natur. Ja. Und der Mann will einfach mehr Sex. Und ich finde das schön. Ich habe auch lange überlegt, warum stand ich so auf knackige Brüste. Aber wenn du jetzt überlegst, wo du auf die Welt gekommen bist, 1900, sag mir, 90, toll Jahr, Wiedervereinigung in Deutschland. Das erste Mal, wo du Kontakt hast mit einer Frau, ist, du hast am Busen von deiner Mami Milch getrunken. Und der Mann findet den Busen etwas Schönes. Und weil es halt die Frau verdecken, sind wir jetzt wieder auf Sendung? Ich hoffe schon, ja? Oder noch nicht? Ja, wir sind auf Sendung. Das ist jetzt auch live. Weil die Frau halt den Busen verdecken, nimmt es der Mann Wunder. Und ein kleiner Busen ist einfach schön, weil der wird nie zum Hängenbusen. Also, viele Männer sagen mir, eine Frau muss einen schönen Busen haben, wenn er hängt, kriegt der Mann keinen Ständer. Und dann, es gibt ja den Spruch, und ich bin berühmt worden im Parlament. Ich bin aus dem Parlament rausgeschossen worden von so einer Obergrüne. Die heisst Jo Verschan. Ja. Jetzt pass auf, das muss ich noch sagen. Okay. Ich habe gesagt, ein Mann, der noch nie bei einer Prostituierten war, ist kein Mann. Ja. Dann hätte ich mich aus dem Parlament rausgeschossen und hätte mir das Geld abgezogen. Aha. Die gleiche Jo Verschan, das muss man sagen, eine Obergrüne, hat aber in der Zeitung gesagt, mein Mann hat mich verloren. Und dann hat sie in der Zeitung gesagt, ich habe meine Frauentag. Das darf sie sagen. Die dürfen über Sex reden. Das ist einfach unfair, dieser Feminismus, den wir in der Schweiz haben, und der ist krank. Und ich darf als Mann sagen, ein Mann, der noch nie bei einer Prostituierten war, ist kein Mann. Alle Männer im Parlament sind zu mir gekommen und haben gesagt, Erik, du sagst die Wahrheit. Aber wenn sie ihre Tage hat, das ist ja dann keine Sexualität, oder schon? Ja, aber es geht ja auch um, nicht um Prostitution, nicht Penetration, um Periode, Und das interessiert mich auch nicht, wenn sie ihre Periode hat oder ob sie ihre Freund verloren hat. Da geht es ja auch um Sex. Und sie hat dann in der Zeitung im Interview gesagt, ja, wenn sie ihre Periode hat, fühlt sie sich schlecht. Wir wissen ja ganz genau, wenn eine Frau ihre Tage bekommt, hat sie eine schlechte Laune. Und Männer können darüber reden, dass die Frauen wirklich launische Wesen sind und dass man, wenn sie ihre Laune haben, muss man sie einfach in Ruhe lassen. Dann ticken sie 3 Tage nicht, beschimpfen uns als faul und was noch, Teufel. Wenn eine Frau ihre schlechte Zeit hat, das sind so 3-4 Tage pro Monat, muss man sie einfach in Ruhe lassen. Und dann, wenn sie plötzlich den Eisprung bekommt, ich habe das alles studiert, dann sind sie lieb und dann musst du zustechen und reinlassen und abgehen und bring ihn heim. Dann musst du den Kolben ausfahren, oder was? Ja, das ist so. Aber das sind in dem Fall Frauen im Parlament. Aber Männer, es hat ja viel mehr Männer, die Präsidenten sind. Der Gott ist männlich, Jesus ist männlich, Allah ist männlich. All die Grossen sind alle männlich. Warum ist das so? Und dann kommen die vom Feminismus. Wegen dem gibt es Feminismus, meinst du? Oder? Ja, warte mal, Feminismus, ich habe mal einen guten Spruch gehört, aber ich weiss nicht mehr. Feministinnen sind nur die Frauen, die mit sich selber unzufrieden sind. Eine hübsche, sexy Frau, ich krieg's nicht mehr zusammen, eine hübsche Frau, die knackige Beine hat, knackige Brüste, die ist gar nicht Feministin, weil die sich freut, dass sie glücklich hübsch ist und dass sie die Männer begehren. Feministinnen sind nur so Frauen, die unter ferner liefen will, wo keiner will. So Mannsweiber meistens. Ja. Kannst du ja nicht alle sagen, aber meistens, oder? Und grüne Haare, blaue Haare. Uns dann, weil sie nicht wollen, dass wir glücklich sind. Ich habe mit 20 Jahren top ausgesehen. Ja. Bin sehr schön gesehen, der schönste Grossrot. Und das stimmt. Aber das gönnen sie einem nicht. Und dann wird man mit Hassbotschaften überzogen. Und der Feminismus ist schlimm. Kommt nicht drauf. Einer hat ein gutes Buch geschrieben in der Schweiz, dass das dann die Frauen sind, die nur Pullover anziehen und so um die 40 sind und frustriert sind. Und das will ich alles nicht. Und dann sind sie noch arrogant. Und ich bin nie mit einer Schweizerin befreundet gewesen. Lehne ich ab. Ist nichts für mich. Weil die sind alle bünzli-mässig und verwöhnt und bin noch nie mit einer Schweizerin befreundet. Meinst du, sind eher Schweizerinnen Feministinnen? In der Schweiz natürlich. Also wir haben viele da. Das kommt natürlich von den linken Medien, weil die von den linken Medien gezüchtet werden und die merken dann selber nicht, wie unglücklich sie leben. Ich will mit Feminismus gar nichts zu tun haben. Wir sollen uns Männer in Ruhe lassen. Und ich habe ja im Parlament gesagt, das ist eine Minderheit, die eine Mehrheit tyrannisiert mit dem LGBTQ-Zeugs. Und die ganzen Schüler beschweren sich bei mir. Ich will mit dem Zeugs gar nichts zu tun. Ich bin ein normaler Mann. Und jeder normale Mann weiß, was er will. Eine schöne Frau.
aber nicht da irgendwie Frühsexualisierung im Kindergarten. Das ist krank. Ja, Und das bin ich auch. das ist ganz finde ich schlimm. mega Du schlimm. musst aufpassen, wenn du kleine Kinder hast im Kindergarten. Es ist ja bekannt, dass in deinen Kindergärten auch die Sexualtäter schaffen, wo dem das Pfeifli anlangen oder den Schlitz vom Mädchen. Das ist ja so. Was? Also, ja, okay, nein. Also bei uns beim Kindergarten haben wir gute Leute, also wirklich. Aber ja, in Deutschland muss man sagen, Kita habe ich gesehen, dass das jetzt einfach kurz wieder passiert ist in einer Kita. Mhm. Sexuelle Übergriffe. Nein, das war sogar in der Schweiz. Gewesen, ja? Ja. Aber eben, das sind dann, es sind schon Einzelfälle, da kannst du nicht alle in den Topf schmeißen. Mhm. Also bei mir ist das jetzt noch nie passiert, wo meine Ja, Tochter das sind in Kinski oder Einzelfälle, Kita aber die nisten sich in solchen Plätzen natürlich ein. Ja, es gibt's. Ja, es gibt's. Muss man nicht, An der Quelle! Es Das sind die gibt's. Kranken. Ich meine, mit dem Kind ist krank. Ja, Nur ein logisch. Ist Beispiel, die schwer Hater. krank. Die Hater. Ich finde das gemein, aber nur ein Beispiel. Besuchen wir junge Buben im Parlament, heisst es, bist schwul. Fragen dich das die Leute, oder? In den Kommentaren, weißt du so, aber Ja. ist egal. Sind es junge, hübsche Mädchen, heisst bist Peter. Ich finde das traurig. Sucht mir alte Frau im Parlament. Wird ja nicht angesprochen. Nur ein Aha. Beispiel, mir hat eine besucht, eine hübsche Frau im Parlament, das weiß ich noch. 2013 ist das gesehen, bin an einer Nachtsitzung, so oben am 9. Ja. Ist dann gekommen, Bild hübsch, hat ich nicht näher gekannt. Und dann sind 2 Grossrätinnen zu mir gekommen. Oh Erik, wer ist das? Ist das deine Tochter? Ist das deine Freundin? Ich habe gesagt, weder noch, nicht Tochter noch Freundin, einfach ein Besuch. Ja. Aber die Leute sind krank, wenn ich all die Leute habe im Parlament, reden mich keiner an, sind es aber solche, schauen sie alle auf die Tribüne, wo die Anja im Parlament war, ist auch eine schöne Frau, Ja. haben sie auch alle auf die Tribüne geifert. Sie reden mich heute noch an. Ja. Ja, da im Mai 23 ist deine Anja auf der Tribüne gesehen. Haben sie alle, die ganzen Männer mit Geifer aufgeschaut. Und Anja hat mir selber gesagt, ein paar grüne Frauen haben sie ganz, ganz böse angeschaut. Das Schon. ist dann der Neid von den grünen Frauen. Das Ja. ist traurig, wenn man in einem Parlament auf Parlamentstribüne aufsteht, wenn du eine schöne, sexy Frau sitzt. Frauen im Parlament, die nicht hübsch sind natürlich neidisch und Männer geifern. Und Männer haben gesagt, Erik, richtig, zeig's ihr, bring sie heim ins Hotel. Und ich habe sie heimgebracht. Und der erste Sex mit uns ist gesehen an dem Tag, wo sie im Parlament gesehen ist, mein Ehrengast. Ich habe 1 Monat warten, bis sie mich richtig angelassen hat. Vorher hat sie Ja. einfach das Schwänzchen massiert und so weiter. Aber sie hat gesagt, sie braucht ein bisschen Zeit. Ah, okay. Ja, aber das ist ja gut, dann ist ja nicht eine Frau, die sofort. Ja, Das aber, willst du ja auch nicht, wenn eine Frau schon am ersten Mal, wo sie siehst, ja, aber viele Männer wollen das ja. Kolbenmilch. Wenn wir ehrlich sind, wenn du eine Frau triffst und du fährst mit ihr am Wochenende weg, wollen ja die Männer eigentlich gerade am Anfang nach einer Woche schon Sex. So sind Männer gepoolt. Aber viele Frauen sagen, lass uns ein bisschen Zeit. Aber warum soll man Zeit lassen, wenn man sich versteht? Aber es ist halt der Anstand. Aber wie gesagt, die ukrainische ist ja nicht anständig gesehen, hat mir das Loch runtergelassen und hat mich da mit der Polizei, mit Fantasieklagen eingelagt. Das haben wir ja schon Ja, beim behandelt. Türk ist sie ja nicht eine Woche gegangen nachher, oder? Bitte? Beim Türk ist sie ja nachher nicht eine Woche gegangen. Ich bin nicht dabei gewesen, wenn er sein kleines türkisches Schwänzli, sein Zwergenschwänzli bei ihr reingeschoben hat, bin ich nicht dabei gewesen. Aber ich finde es dann eklig, ob die sich nicht denken und kein schlechtes Gewissen haben, dass ich jetzt da, dass ich das akzeptiere. Aber gut, muss es machen, aber ich kann es nicht ändern. Es ist hart, wenn man eine Frau verliert, aber das Leben geht weiter. Und bei mir ist einfach so gesehen, es hat mich schon mögen und traurig gemacht. Aber ich habe dann gesagt, Erik, ich bin Journalist, ich bin Kantonsrat, ich habe auch Erfolg erzielt, das Leben geht weiter. Ja. Aber das Problem ist halt, jetzt um das ehrlich zu sagen, man wird nicht Ja. jünger. Und dann sieht man tolle Frauen wie in Belarus oder in Russland. Man wird nicht jünger, aber das ist normal, man wird älter, alles ist okay. Ja, ja. Und du hast beim Kollegen von mir, beim Mechor, kennst du den Mechor, oder? Hat nicht, ich bin jetzt... Mechor Francisco, er hat mit dir ein Video gemacht mit dem Lügendetektor. Und so. Ja. Die Ich habe das im Video Parlament, gesehen, was hat der für- Die sind lustig. Das ist so eine kleine. Ja. Ja. Er So eine sagt, aber kleine. er sagt, das ist 1,80 Meter. Er hat auf mich gewirkt wie 1,60. Ich bin 1,80. Er hat vielleicht Schuhe gehabt mit hohen Sohlen. Er hat den Absatz gehabt. Also ihr habt dann einen Ja, Lügendetektor das ist gemacht, cool. wegen ob du homosexuell bist, irgendwie habe ich gesehen. Hä? Einen Lügendetektor hat er gemacht. Ja, ich kenne das. Und wieso ist denn dort gekommen? Du kannst
Aber stimmt das überhaupt, der Nein, Lügendetektor? das ist ein Spiel, das er Ah, macht. das ist ein Spiel? Also ich stand auf Frau. Was hat der Eben, Detektor ja. gesagt? Ich sei Wieso hat er schwul, das oder was? gemacht? Wieso hat er denn der Lügendetektor das gemacht? Ja, Ja, ein das- Video habe ich gesehen. Jo, Ja. ich kenne den Film, danke. Aber das ist ein Spiel. Du kannst A und B und C als Antwort nehmen. Das ist nur ein Spiel. Das ist nur eine Show. Aber ich habe ihn empfangen, elegant im Parlament. Wir haben dann auch einen Sitzungssaal bekommen, wo wir frei hatten. Es ist schön gesehen. Das ist vor über einem Jahr gesehen. Ich habe mich gefreut. Ich freue mich über jeden Besuch. Ich bin ja der Parlamentarier in der ganzen Schweiz, wo die meisten Besuche hat. Macht die anderen dann nochmal neidisch. Ja. Ich darf ja meine Flugblätter nicht mehr im Parlament Nein, verteilen. Haben sie mir alles verboten. Also das sind kranke Gesellen am Werk, wo nicht den Erfolg mir gönnen. Mhm. YouTube Nummer 1 in Basel, TikTok Nummer 1 in Basel, Ja. Instagram Nummer 1. Sie sind einfach neidisch, aber ist mir egal. Müssen sie machen, müssen sie schlecht reden. Ich sage dann einfach so, bei mir ist halt Wahltag, ist Zahltag. Wenn man gewählt ist, sprudelt das Geld, aber so viel ist das nicht. Okay. Da habe ich noch eine gute Frage. Was war der schlimmste Moment, wo du hast mit einer Frau? Oder der peinlichste? Ja, der peinlichste. Wir machen den schlimmsten. Also der Schlimmste ist, dass mit der Anja gesehen, eiskalt per Telefon Schluss gemacht. Am gleichen Ja. Tag haben wir noch zusammen gekocht. Der Nachbar von mir hat das alles gesehen, weil ich im Garten gewartet habe und habe sie umarmt, wo sie gegangen ist. Wir Ja. haben noch gekocht und geredet. Mhm. Und dann zu oben kommt das Telefon. Aber Ja. hast du nicht schon etwas gemerkt vorher? Nein, Etwas weil ist sie hat da. immer gesagt, ich habe gefragt, warum bist du so still? Die Frage ist gut, man merkt ja etwas auch als Mann, man ist ja nicht dumm. Und Schauspielerei kann man durchschauen, aber sie hat immer gesagt, sie muss für den Deutschkurs lernen. Okay. Pein Hat für den Türkischkurs peinlichste gelernt? Moment, der peinlichste Moment in Bezug auf Frau, oder was? Ja. Also wenn du halt Muss mit nicht einer- unbedingt sein, allgemein, oder? also peinlich ist halt dann an der Hotelrezeption, wenn du mit einer bildhübschen jungen Frau eincheckst Ja. und die am Hotelrezeption dann so schauen, ja, ist es Tochter oder ist es Freundin? Aber das erfahren die ja nicht, weil am Namen wäre es jetzt Ja. ein schwarzes Kind, aber ich gehe ja nicht mit einem fetten Arsch. Ja, bei mir ist das eben so, wir gehen meistens mit meinem Vater und meinem Bruder kommen auch mit in die Ferien, mit meiner Frau und Kind. Und sie haben dann zusammen ein Zimmer und nachher sind sie in ein Bett zusammen und er sagt, hey, weil das ist ja dann mein Vater und mein Bruder, oder? Vater und Sohn. Und sie tun in ein Bett jedes Mal zusammen und mein Vater so, ey, wir wollen separate Betten, weißt du? Weil die denken dann, sie sind ein Paar vielleicht. Ja. Ja. Da gibt es Geschichten. Aber es ist alles okay, ist alles menschlich. Aber wie Ja. gesagt, nochmal auf die Schweiz zu sprechen kommen. Wir sind wirklich nicht EU-Mitglied. Wir können stolz sein auf unsere Demokratie, auf die Ja. Schweiz. Wir haben alle einen Migrationshintergrund. Aber ich stelle einfach fest, wir werden wegen Amerika nur noch zum Konsumieren erzogen und nicht zum Mitdenken. Sicherlich ist Konsumieren wichtig, Wirtschaftsleute, Firmen, aber ich merke einfach, dass da Sachen vorgegeben werden, wie wir denken, von Banken, von Versicherungen. Und die haben natürlich auch Blutgeld in der Schweiz, UBS, Ja. ganz bekannt. UBS hat viel Gelder von afrikanischen Diktaturen. Mhm. Das wird einfach nicht gesagt, aber es ist ja so. Und die sind herzlich willkommen, aber mir kündigt UBS Konto. Das geht natürlich Warum? auch nicht. Warum sie mir das gekündigt haben, Ja. das ist gesehen vor etwa 12 Jahren. Ich bin gesehen in der UBS in Basel. Und vor mir ist eine jüdische Familie gesehen. Und die hat da ewigst Fragen gestellt und es ist nicht weitergegangen. Da ist es um ein Konto gegangen. Und dann habe ich nur gesagt, sie sind doch nicht alleine. Und dann haben die das gerade als jüdischen Angriff gefunden. Und Ja, also wo du in der Kasse, also dort an der in der Kasse, Bank. ja, gesehen bin. Und der Mitarbeiter hat das natürlich weiter nach oben gemeldet. Und dann habe ich das Konto bei der UBS verloren, weil ich etwas gesagt habe zu diesen Juden, die da wirklich sich unmöglich aufgeführt haben. Es ist ja bekannt, dass die Juden sich in Davos unmöglich aufführen und nicht sauber sind. Und ich muss wirklich ganz klar sagen, mein Herz schlägt für das arabische Volk. Inshallah. Bro, ich sag dir, Inshallah. Bist du Muslim, oder? Nein, aber ich sage Allah Akbar. Weil ich habe ein Verständnis für die Araber und das muss ich ganz klar sagen. Ich bin der einzige Parlamentarier in der Schweiz, der ganz klar Stellung nimmt für Palästina Ja. im Parlament.
Also ich mache da nicht Werbung, aber es ist ja so. Ich bin der Einzige in der Schweiz, der sagt, Free Palestine. Zeitung Okay. verschwiegen im Parlament. Ich bin der Einzige, der klar spricht für Russland und Belarus. Ja. Und ich bin der Einzige, der ganz klar spricht gegen die Hassattacke, wo Israel macht gegen Palästina. Und ich bin ganz klar für die arabische Welt, das muss ich sagen. Und politisch bin ich dort eigentlich eine Linke oder wie auch Eben, immer. weil Leute sagen, du bist rechts, aber kein Nein, Recht aber- habe ich gehört, Allahu Akbar. Ja, aber ich sage das, ich sage auch Inshallah. Und wegen dem Antisemitismus, ich habe nichts gesagt, ich habe nur gesagt, diesen Juden, und das ist bekannt, die ganzen Israeli und Juden haben ihr Geld in der Schweiz. Ich Ja. habe nur gesagt, macht ein bisschen schneller. Ihr lebt nicht alleine auf dieser Welt. Aber sie sagen ja, und das sagen sie ja. Nur wegen was- dem, das kann Ja, ist nicht Die etwas Juden anderes sagen ja, rausgerückt. wir sind das auserwählte Volk. Und die Okay. machen die Araber kaputt. Und das geht nicht, dass der Trump eine Bombe geht auf den Präsident von Iran und der Präsident von Iran ist ja gestorben vor 5 Wochen. Das geht nicht. Ich kann Bist du nicht dort in der Botschaft oder so? Ist das Bitte? Iran gewesen? Irgendwo habe ich das Video auch von dir gesehen, das mega viral ist. Ja, wo viral gegangen Was ist, wo ich bei Botschafter gesehen bin, Ja. von Iran, wo dann gelöscht worden ist von dem Aha. Ricardo Nein, es Tamini. ist im Fall immer noch drauf Ja, irgendwo. aber ist jetzt wieder neu drauf, aber Ah. beim ersten Mal hat der Film 2 Millionen gehabt, Ja, wo ich was? gesagt habe, I love Iran. Ja. Beim Botschafter von Genau, Iran ja. in Bern. Und dort fängt es ja schon an. Ich habe einen Film gemacht vor der Botschaft von Iran Mhm. und habe einen gefilmt, der Polizist mit dem Hund. Was hat der Polizist gemacht? Er hat mich angezeigt. Ich habe mir zur Polizei nach Bern. Warum filmen Sie einen Polizisten? Dann habe ich gesagt, ja, der Polizist habe ich ja nicht alleine gefilmt. Ich bin Ja. vorgeladen worden, weil ich von der Botschaft angeblich einen Polizist mit Hund gefilmt habe. Das sind Mhm. einfach gemeine Sachen. Das sind dann linke, kranke Typen, die mich schlecht machen. Aber nochmal zurückkommen. Wegen dem Antisemitismus. UBS hat mir gekündigt, das Konto wegen Antisemitismus, nur weil ich gesagt habe, bei diesen Juden können die ein bisschen schneller sein. Die haben eine halbe Stunde gesprochen und dann ist egal, ob hinten dran einer wartet. Die müssten eigentlich an einen Und wegen Sonderschalter. dem ist das Konto gesperrt. Ja, kündigt Ja, sofort. Du musst, wenn du ein Problem hast, weil du Jod bist, dann kannst du nicht am Schalter das Problem diskutieren. Dann musst du an einen Sonderschalter gehen. Und UBS hat mir das Konto gekündigt. Ja, allgemein. Also hat ja nichts mit Juden zu tun. Also, ja. Ja. Krass. Ja, also wenn man so hinter die Kulissen schaut in der Schweiz, Etwas habe ich noch ist es schon gesehen. krass. Ein mega lustiges Video. Du hast gesagt, sie haben dich bedroht. Sie wollen dir den Schwanz im Popo stecken. Das ist ein Wer Brief. sind Ja. die gewesen, die dich Also bedroht haben? genau. Also als Politiker, wo man in der Öffentlichkeit steht, und ich bin wirklich damals gesehen, vor 2 Jahren, TikTok Nummer 1, nur der Erik hat so viele Klicks und Views gehabt. Ja. Kriege natürlich viel Rückmeldungen. Ich werde ständig angesprochen. Und einer hat mir wörtlich geschrieben im Brief, er will mir sie Schwanz im Popo stecken, natürlich anonym. Und dann, kurze Zeit drauf, hat einer richtig Geld ausgegeben, 150 Franken, habe ich so ein Paket bekommen. Ja. Ich habe schon gedacht, das ist komisch. Ich habe es dann in der Post geöffnet, weil ich zuerst gedacht habe, eine Bombe ist drin. Ja. Und es ist wirklich ein Schokopennis gesehen, wo mir einer geschickt hat. Einer hat das geschickt, ohne Absender. Ohne Absender. Und Okay. der Schokopennis kostet ungefähr 150 Franken. Ich weiß nicht, was das soll, mir einen Schokopennis schicken. Ich habe dann natürlich sofort Food geschossen. Ich tue es ja nicht essen, es könnte ja auch vergiftet sein. Ja. Und das sind kranke Leute. Hat er mir lieber eine Vagina geschickt? Also der, der mir den Schokopennis geschickt hat, ich sage es jetzt in die Kamera, Ja. du bist der Erik Weber, Großrot von Basel. Du hast mir einen Schokopennis geschickt. Schick mir doch eine Schokovagina. Dann kann ich an dieser Schokovagina lecken, lecken, lecken. Das ist lecker. Lecker, lecken. Bring ihn heim. Bring mir Dann kann die er ihn Schokovagina. heimbringen. Bring ihn zu mir heim. In Parlament. Bring ihn heim. Aber es ist so, ich tue nichts erfinden, aber es gibt schon kranke Seelen. Ich glaub's dir, ich glaub's Einen dir. Schokopennis geschickt. Was soll das? Ich weiß nicht, das sind. Und noch Geld Sehr weich. ausgeben. Eben, hat er ja noch Geld ausgegeben. Oder zum Beispiel, wir haben einen Wo kann man das Regierungsrat. kaufen überhaupt? Hä? Wo kann man das überhaupt kaufen? Im Internet. Du kannst ja eingeben bei Ah. Google Schokopennis Bestellung. Die jungen Leute machen ja all die Bestellungen. Ich mache es nicht. Ja. Mein Kind macht das für mich. Aber wir haben jetzt einen Regierungsrat Ja. in Basel, der heißt Mustafa. Mustafa Adici. Ist auch so ein kleiner Zwerg, 1,50 Meter groß, ist Regierungsrat geworden als Zwergli und kann kein Deutsch. Ich habe kein... Nein, kann kein Deutsch. Und das ist durch alle Medien gegangen. Das ist der erste Politiker in der Schweiz, der kein Deutsch hat. Ja. Er ist Moslem Aha. und aber wir reden zusammen
Aber alles okay, aber ich verstand ihn selber nicht. Und wenn er redet, ich verstand ihn nicht richtig, weil er gar kein richtig Deutsch. Und er liest alles ab. Man muss ja sagen, liebe Bierenweich, von 100 Politikern können 2 frei reden im Parlament. Ich rede immer Ja. frei. Aber die anderen, 98, wie langweilig, die lesen ab. Ja. Die schreiben den Text einen Monat vorher, lesen den ab. Ja, das ist langweilig. Ist langweilig. Und eine Diskussion gibt es im Parlament eh nicht mehr, weil die Meinungen sind ja schon vor der Parlamentssitzung gemacht. Mhm. Die haben eine Liste, wo jeder Parlamentarier bekommt, wo steht, du musst wählen Nein, du musst wählen Ja. Ja. Und wenn alle Ja wählen, wählt der Erik immer Nein. Darum bin ich auch so bekannt auf TikTok. Ich bin der Einzige, der immer Nein wählt. Ja. Und die Leute müssen so wählen, was ihre Partei sagt, sonst werden sie nicht mehr aufgestellt und sonst würden sie rausgehen aus dem Parlament. Und eine Diskussion findet nicht mehr statt. Ich bin der Einzige, der oft führen geht und sagt, können wir gut diskutieren? Bringen den heim, können wir diskutieren. Ja, gut. Wir haben noch mega viele Zuschauerfragen. Ja, darum das ist würde wichtig, ich sagen, Zuschauer. dass wir auf die mal kommen. Das ist ganz wichtig. Zuschauer, Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ein toller Kanal. Das ist mein Abschied von TikTok. Und da können wir auch noch drüber reden. Liebe Kellner, könntest du mir noch ein Wasser bringen, bitte? Jemand hat gefragt, wer ist die schönste Politikerin in der Schweiz? Mhm. Da wissen wir nicht, ist sie lesbisch oder nicht. Danke an Technik. Ja, das spielt ja Die nicht so schönste Rolle. Politikerin ist eine Moderatorin gesehen. Ja. Oh, ist eine gute Frage. Also ich danke an die Frage. Wir müssen ganz viele Fragen beantworten. Ja. Die schönste Politikerin, ich würde sie auch durchziehen. Sie ist eine Moderatorin, sie ist bekannt, ist von den Grünliberalen Esther Keller. Ah, von den Grünen sogar, okay. Grünliberalen, Ich komme da GLB. nicht ganz draus. Muss Okay. man unterscheiden. Ja, GLB okay. ist eben die Twitter-Partei, wo ich auch vorwirf, einmal wählen sie links, einmal rechts. Ja. Das ist die GLB, wir müssen wissen, hat nichts mit Grün zu tun, nur der Name. Aber die wählen jetzt oft mit den Bürgerlichen, aber oft wählen sie auch mit den Grünen. Macht sie Social Media auch, oder was? Also sie ist Moderatorin gewesen bei Tele Basel, eine schöne Okay. Frau, Esther Keller. Ja. Oft ist es geheißen worden, weil sie kein Kind hat und nicht geheiratet ist sie lesbisch. Ja. Aber da in Zeitungen nicht drüber reden. Viele Leute haben mich angesprochen und haben gesagt, Erik, ist die sexy Esther Keller lesbisch wie Alice Weidel? Da haben wir das nächste Aha. Problem. Alice Weidel, Chefin von der AfD, Ja, ich weiss, wer ist die eine Oberlesbe, lebt in Einsiedeln. Aha. Und eigentlich müsste Alice Weidel bei den Grünen sein. Sie ist mit einer zusammen aus Sri Lanka. Ja. Mit einer Filmmacherin aus Sri Aha. Lanka. Ja. Und Okay. das passt nicht. Du kannst nicht als Oberlesbe, und das sagt auch in Deutschland keiner, weil sie alle Angst haben, du kannst nicht als Oberlesbe Alice Weidel Chefin sein von einer Partei wie AfD. Das geht nicht. Ja. Und jetzt aber die schönste Politikerin in der Schweiz, die Mhm. gewählt ist die Regierungsrätin Esther Keller. Aber keiner weiß, ist sie lesbisch oder nicht, Aha. weil sie lebt auch als Ministerin. Zeig mal. Jetzt kommt sie Followers über. Esther Wahrscheinlich Keller, wegen ihm. sie hat einen Lohn von 400'000 pro Jahr und lebt in einer Ich WG. habe schon mal gesehen irgendwo. Musst du dir vorstellen, die Esther Keller hat 400... Kennst du sie persönlich, Ja, oder? ja. Aber Mhm. sie will nichts von mir wissen. Sie will nicht Ich habe ein von dir Selfie mit ihr wollen. Aha, Hat und sie sie hat nicht Angst wollen. gehabt. Ich würde sie gerne küssen. wissen. Und Ja, okay, schmecken. musst du ja nicht gerade küssen. Oh, auf dem Föteli, weißt du? Nein, Vielleicht aber hat wenn sie man sich wegen dem. näher würde kennenlernen. Ja, aber zuerst mal Selfie und dann kann man ja weiter Aber sie hat schauen. das ja nicht wollen. Aha. Darum sage ich jetzt so. Aber die ganze Stadt redet, Ja. ist sie lesbisch oder nicht, aber keiner getraut sich das zu sagen. Mhm. Anhaltspunkt. Ich bin ja in meiner Recherche als Journalist der Polizei immer 3 Schritte voraus. Ja. Anhaltspunkt, dass sie lebt in einer WG. Mhm. Aber ich tue ja als Minister, Mhm. als Regierungschef, lebe ich ja nicht in einer WG. Ja. Wenn ich fast 500'000 Franken habe pro Jahr und alles gratis habe, wie Fahrer, wie Dienstleistungen, Büro und. Ja. Und das ist natürlich verdächtig, wenn man in einer WG lebt mit Frauen Mhm. und man ist Minister. Aber das ist wie das mit den Schwulen, wo wir haben im Parlament. Keiner redet drüber, aber ich rede Ja. drüber. Ja. Also wir haben im Parlament viele Schwule, viele Lesben, viele Ja, wenn Transen. du sie nicht diskriminieren und beleidigen, darfst du das ja sagen, ist ja Ja, kein Problem. Und die finde Leute ich. wollen das ja. Das ist ja gar nicht schlimm. Wir tun ja jeden Monat im Parlament reden über Recht von Minderheit, über Recht von Schwulen, über Recht von Lesben, über Recht von Transen, über Recht von Gender. Wir reden jeden Monat. Und ich Ja, habe dann auch gesagt am Mikrofon,
bitte, dient euch zu euch bekennen, was ihr sind. Aber das sind Feigling, da dient sie den Schwanz einziehen. Den Schwanz, wo man sollte eigentlich den Schwanz heibringen. Bring ihn hei, den Schwanz ins Loch. Dient sie, das ist eben die Schizophrenie. Ja. Und das kotzt mich an. Darum bringe ich auch kein TikTok mehr, weil es ist ein Leerlauf. Wir reden jeden Monat über Recht von geschlagenen Frauen, über Schwule, dass sie ihre Rechte bekommen, dass Lesben ihre Rechte bekommen, über die mit dem dritten Geschlecht. Wir reden jeden Monat, damit die Millionen von Franken bekommen und die kriegen das Geld. Aber es ist eine Minderheit. Und nochmal das Beispiel, mein Kollege, der Herr Schaller, hat gesagt, es gibt nur Mann und Frau. Er darf nicht Parlamentspräsident sein. Ja, sind wir in einer Diktatur. Es kann doch nicht sein, wenn ein Politiker, der nicht der Erik ist, der Herr Schaller, es gibt nur Mann und Frau, sagt er, und dann darf er nicht Parlamentspräsident sein. Also wir sind in einer Welt, ich stelle es fest, von Geisteskranken, abartigen Menschen. Ich bin normal, ich stand auf Frau, das ist okay. Aber was ich da erlebe im Parlament, du kannst nicht wissen, ist krank. Und ich lebe in einer Diktatur von Schwulen, Lesben, Transen, Gender. Und ich will das nicht. Und ich gehe immer ans Mikrofon und ich sage auch, es gibt nur Mann und Frau. Aber jetzt weißt du mal, wie es abgeht. Gibt es ja auch nur Mann und Frau. Aber es gibt halt die einen, die so auf die Welt kommen. Aber das ist so eine Minderheit, die zwitterig auf die Welt kommen. Die irgendwie beide Geschlechter haben. Aber die haben trotzdem Chromosomen XX und oder das aber eben. Das Thema haben wir schon mal gehabt. Folge mit dem Chris. Da war schon einer da gewesen. Nadia Brönnimann, Chris Brönnimann. Könnt ihr schauen, bring ihn heim. Ja, bring ihn heim. Also. Nein, ich bin froh, dass ich da bin. Und wie gesagt, alles, was ich sage, entspricht der Wort. Und weil ich halt Wort sage, werde ich verurteilt. Aber das hat ja mich bekannt gemacht, sonst würde ich jetzt nicht da sitzen. Du musst wissen, liebe Birrenweich, im Parlament sind 95% Hinterbänkler, die keiner kennt. Auch vom Nationalrat, du hast die Hinterbänkler, die einfach Geld abkassieren, Millionen von Franken, aber sind in der Öffentlichkeit nicht bekannt. Aber weil ich halt ganz klare Aussagen mache, bin ich bekannt und darf jetzt auch in deiner Sendung sein. Und bin sehr glücklich, dass ich da bin, in dieser Weltstadt Zürich. Ich habe eine mega gute Frage, die nächste. Unbedingt. Er fragt, was ist für dich der Sinn vom Leben? Oh, die Frage ist gut. Ich bedanke mich an den Mann oder die Frau in Kurzform, damit wir möglichst viele Fragen bringen. Ja, genau. Wir haben ganze Fragen, da müssen wir jetzt ein bisschen schnell vorwärts machen. Ja. Birrenweich, Folgendes. In 3 Sätzen schwierig. Wir sind Menschen, wir leben auf dem Planet. Ja. Aber frag nochmal. Was für dich der Sinn vom Leben ist? Ja, genau. Glücklich zu sein, ein schönes Gefühl haben, etwas Schönes essen, eine schöne Frau haben. Aber ich frage oft, wer hat uns geschöpft? Der Urknall hat es vielleicht gegeben, durch den Urknall ist die Welt entstanden. Ja. Wir haben hier ideale Temperaturen für die Menschheit zwischen minus 40 Grad plus 40 Grad. Also wir haben Temperaturen, wo man leben kann. Wir können sonst schon nicht leben, wäre es minus 300 oder plus 400 Grad. Schwierig. Aber ich frage mich, liebe Birrenweich, wer hat das geschaffen? Die Kirche sagt, um Geld abzukassieren, der Gott. Du zahlst uns Kirchensteuern, dann kommst du in den Himmel, lebst weiter nach dem Tod. Das ist nur Geschäft, das ist alles gelogen von der Kirche. Aber wer hat das geschaffen? Du verstehst, was ich meine? Das frage ich mich auch oft, die Frage. Wer hat das geschaffen? Und wir sind so konstruiert, wir haben nicht die Intelligenz, wir werden es nie rausbekommen. Wo ist das Universum beendet? Kann ja nicht sein, dass du plötzlich runtergehst, wie die Flasche, die hier runtergeht. Aber viele denken, die Erde ist flach und die denken dann, dass man runterfliegt. Ja, aber die Frage ist, um das jetzt abzuschließen, das Faszinierendste finde ich, in welchem Raum befinden wir uns? Dehnt sich das Weltall aus? Tut sich wieder zusammenziehen? Wo sind wir? Und das ist alles okay, aber die Frage ist, wer hat das hergestellt? Das muss ja von irgendwo kommen. Und dann die verrücktere Frage, die man dann durchtreibt, wer hat das hergestellt, wo das hergestellt hat? Ja. Und da drehe ich durch und das finde ich das Faszinierendste auf unserem Welt. Wir befinden uns in einem Raum, die Erde gibt es, die Sterne auch. Wie es entstanden ist, wahrscheinlich durch Urknall, dann hat sich Planeten gebildet, dann stammen wir von den Affen ab und so weiter. Da glaubst du an die Evolution? Irgendwie schon, aber wer hat das geschaffen? Ja.
wer hat das gegründet? Das kann ja nicht aus dem Nichts kommen sein. Kennst du Simulationstheorie, dass man sagt, dass wir durch künstliche Intelligenz Also, dass wir wo uns nur Aliens oder so entstanden sind? Weil es gibt ja jetzt ChatGPT, künstliche Intelligenz, und die Ja. wird ja immer intelligenter. Ja. Und dass die eben so zum Beispiel in 50 Jahren mega fortgeschritten werden, dass sie Leben simulieren können, oder? Ja. Und dann gibt es eben solche Leute, die die Simulationstheorie glauben, dass früher das schon gegeben hat und dass wir alle eigentlich in einer Simulation leben. richtig. Du hast vollkommen recht, Bierenweich. Ich habe glaube das nicht, ja. aber ich weiß es nicht. Viele Leute sagen das, ich habe das schon mal gehört. Und es ist so, es heisst auch, wir würden uns nur einbilden, dass wir leben. Also, wir wären wie in einem Film, uns würde es gar nicht als Existenz geben. Also, wir sind einfach nur so Fantasiefiguren und uns gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Also, wir würden uns das nur einbilden, aber irgendwie kannst du ja den Busen von einer Frau anlangen und ich spüre etwas. Also, dann muss es doch echt Ja. sein. Aber dann habe ich wieder gelesen, wir bilden uns das nur ein. Und dann kommt ja die Frage, was ist nach dem Tod? Also, ich sage Ja. jetzt, nach dem Tod sind wir wirklich tot. Und Einfach nichts mehr. Noch. ja, und die Leute, die sagen, sie sind schon halbtot gesehen, sie haben Nahtoderfahrung, das gibt es nicht. Also ich sage jetzt, nach dem Tod sind wir tot und gehen wieder in Echte über, in Natur. Aber die Frage ist trotzdem, wer hat unser Weltall geschaffen? Und das muss ja irgendwie entstanden sein. Und das Ja. muss ja jemand geschaffen haben. Aber ich frage mich dann immer, ich wiederhole mich, wer hat das geschaffen, wo das Ganze geschaffen hat? Mhm. Und da gibt es Ja. schon eine Kraft, die über uns ist. Ja. Da kann sich gerne jemand melden, falls irgendjemand da weiter weiss, kann er gerne mal zu mir im Podcast kommen. Das ist immer so eine Frage, wo wir uns amigs stellen mit meinen Gästen. Und niemand kann es beantworten. Das ist aber Und das ist das Faszinierende. Ja. Nächste Frage, bitte. Nächste Frage. Wer ist der jüngste und schönste Grossrat Erik von Basel? Weber. Erik Weber. Danke. Einfach. Wieso bist du bekannt? Also nochmal haben wir will ich eigentlich- den Schnabel aufmachen und will ich einfach die Worte benennen. Und das gefällt ja auch vielen auf TikTok. Und ich kriege jeden Tag 30, 40 Nachrichten. Erik, du bist der Beste von Frauen und Männern. Ja. Und wo schreiben, wir bewundern dich. Das freut mich ja auch. Aber das Traurige sind dann die hohen Justizkosten. Aber ich habe einfach in der Schule gelernt, diskutieren. Wo ich im Gymnasium gesehen bin, ich habe das eigentlich schlimm gefunden. Wir haben bestimmt an 30 Tagen diskutiert, wo die Abschlussreise soll gehen. Das ist Was? Schweizer Demokratie. Wird alles bis im Detail diskutiert. Haben das Frauen diskutiert? Sind ja meistens ein bisschen komplizierter. Das stimmt, ja. Ist es so? Ja. Und wer regt dich am meisten im Parlament auf? Eben, muss man aufpassen, dass ich nicht eingeloggt werde. Also schon die Grünen, die quasi uns vorschreiben wollen, wie wir leben müssen. Aber gleichzeitig gehen sie heimlich am Flughafen Zürich Kloten einchecken, Ja. fliegen mit dem Flugzeug weg, haben 3 Autos, 2 Kühlschränke. Ich habe kein Auto, ich habe keinen Kühlschrank, ich fliege nicht, ich nehme die Eisenbahn. Ich habe im Parlament schon oft gesagt, ich bin eigentlich der Obergrüne. Ja. Und wenn du es jetzt richtig möchtest wissen, willst wissen, wir von unserer Partei, also mein Vater hat schon damals im Schweizer Fernsehen harte Diskussionen geführt mit dem Herrn Schlumpf. Herr Schlumpf ist Bundesrat gesehen und ist der Vater gesehen von der anderen Bundesrätin Schlumpf aus dem Wallis, aus Graubünden, und ihr Vater ist Regierungsrat gesehen. Und wir haben damals schon gesagt, 1968, wir dürfen die Schweizer Bergtäler nicht zubetonieren. Die ganzen Bergdörfer, Ja. St. Moritz, Davos, Zermatt, voll mit Zweitwohnungen, wo eine ist pro Jahr 2 Wochen, 3 Wochen. Und wir haben gesagt, man muss die Bergtäler schützen. Wir sind eigentlich die ersten Grünen gesehen. Mhm. Wie wir gesagt haben, es geht Aber nicht. jetzt regt es dich auf, die Grünen, oder? Ja. Ja, das darfst du sagen, wenn du selber. Ja. Das ist eine mega gute Frage. Findest du, es sollte eine Übergewichtsbegrenzung haben im Zug oder im Flugzeug? Wegen dem Platz sehr wahrscheinlich. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist mir passiert. Mit meiner Tochter bin ich geflogen Ja. und ich habe dann gewonnen. Ich habe neben mir im Flugzeug so einen dicken Mann gehabt. Wirklich. Ja. Und ich habe keinen Platz gehabt. Der hat dann die Hälfte von meinem Platz eingenommen. Schon. Und die Übergewichtigen müssen 2 Plätze kaufen. Ich hatte dann lang. Ist das so? Oder? Ja, jetzt pass auf. Nein, es ist so. Wir sind eingestiegen, meine Tochter und ich. Wir sind von der Türkei zurück nach Basel. Und beim Einsteigen sieht meine kleine Tochter, und sie ist damals erst 11 gesehen,
Ja. und sagt, Papi, wenn du neben dem Mann, der wirklich so dick ist, sitzt, hast du Pech. Ja. Aha. Und wenn wir vom Teufel reden, passiert es, dann ist der Mann wirklich neben uns gesessen. Und Mhm. meine Töchter ist natürlich mit 11 Jahren noch ganz dünn gewesen, ganz Ja. klein. Und ich bin dann auf dem Platz gewesen mit den Töchterli und ich hatte nur den halben Platz gehabt, weil der Dicke meinen Platz noch eingenommen hat. Also haben ihr euch berührt? Ja. Ja, berührt, aber keine sexuelle Anzeige gehabt. Weil der Hammer von der Staatsanwaltschaft Basel ist ja nicht dabei gewesen. Und jetzt ist Folgendes passiert, um das abzuschließen. Ich habe mich dann gewehrt bei der Stewardess. Ich habe gesagt, Ja. ich will meinen Platz, ich habe das gezahlt. Die haben Okay. natürlich nichts gemacht. Und danach habe ich mich beim Reisebüro gewehrt. Okay. Das Reisebüro hat auch nichts gemacht. Dann habe ich die türkische Fluglinie Ja. angeschrieben und habe mich massiv beschwert. Ja. Und habe dann 700 € Schon. zurückbekommen. Aber haben sie nicht einen Beweis wollen? Hast du irgendwie? Ja, ich habe ein Foto gemacht und ich habe es geschildert. Aber ich habe lange mit kämpfen und die Fluglinie, ich habe nicht locker gelassen. Nach einem Jahr haben sie mir 700 € geschickt. Okay, und im Zug findest du auch, also wenn einer jetzt viel Übergewicht, aber vielleicht hat das ja krankheitsbedingt Ja, aber Übergewicht. im Zug kannst du ja wechseln. Du findest noch einen anderen Platz oder kannst in die erste Klasse gehen. Ja, aber dann muss er mehr zahlen. Ja, aber nur wenn weil es er mehr- voll ist, kannst du dem Schaffner sagen, mache ich auch. Es ist alles voll, ich habe ein Billett gelöst. Ich sehe nicht ein, dass ich im dichten Stress muss im Schweizer Zug stehen, dann kannst du auch in der ersten Klasse sitzen. Ja, aber ist das nicht wie diskriminierend nachher für die Person, die Übergewicht hat? Ja doch, aber ich brauche ja auch, jeder Mensch braucht einen Platz im Zug. Und ich habe es gesagt, ich habe im Reisebüro nicht recht bekommen. Dann habe ich an die Fluglinie geschrieben Ja. und habe nicht locker gelassen. Du musst den Protest nicht nur einmal machen, du musst 5-mal anschreiben. Mhm. Aha. Und dann klappt es. Dann klappt es. Also, wenn du falls ihr mal so Protest ein machst, Problem egal wo, nicht nur einmal schreiben, sondern 5-mal und dann kriegst du die Geld zurück. Okay. Gut, dann wisst ihr, was ihr mitmachen. Ich wusste nicht mal, dass er hier ist. Auf TikTok weiss ich. Aha, die haben nicht mal gewusst, dass du Instagram hast. Hast du später mit Instagram angefangen? Ja. Ja. Aber Instagram bin ich nicht so bekannt wie TikTok, Okay. weil TikTok ist ganz etwas anderes. Und ich frage mich immer, was wird in 10 Jahren sein? Ja. Wir haben ja Facebook gehabt, sehr aktuell, das gibt es ja auch noch, aber ist rückläufig. Was wird. Dort zahlen sie aber jetzt für Aufrufe, kommst du Geld über. Und ich komme dort ein bisschen über, so 100, 200 im Nein, Monat. jetzt ist Folgendes, ich kann es dir kurz sagen. Ich werde das oft gefragt, die Frage. Ja. Bei TikTok habe ich früher etwas bekommen, wenn ich live gegangen bin. Genau, ja. Ich bin 4-mal live gegangen vor 4 Jahren und habe bekommen $400. Hm. TikTok zieht gerade 50% ab. Also Ja, ich habe ja. durch 4-mal live habe ich Geschenke bekommen in der Höhe von $800 Ja. und bekomme 50% ausgezahlt. 50% bleibt gerade bei TikTok. Ja. Und habe dann 50% bekommen, was $400 sind. Du kannst nur so auf Internetplattformen ablösen. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, ich habe von dem gelebt, früher. Ja, Vor und 2, 3 Jahren. toll. 3, Und meine 4. Tochter hat es dann für mich abgeladen und ich habe gesagt, du kannst es behalten. Und jetzt ist ja neu bei TikTok, ich kann schon noch live gehen, aber seit 2 Jahren hat TikTok die Regelung, dass Politiker Mhm. dürfen nichts mehr verdienen. Schon? Also ich kann live gehen, aber ich darf keine Geschenke Musst du bekommen. die ausschalten? Und das ist bei TikTok du siehst die Nachricht, das habe ich nicht eingegeben. TikTok sieht das, Erik ist ein Politiker, er darf live gehen, aber er darf nichts verdienen. Wirst du gerade gesperrt, oder was? Ja, also die haben das gemacht. Also nicht den Kanal Okay. gesperrt, aber Ja. die Live-Funktion, dass ich Geld bekomme. Mhm. Und das haben sie vor 4 Jahren noch nicht gehabt. Und wie gesagt, ich bin das oft gefragt. Ich bin 4-mal live gegangen und habe $800 bekommen. Ich bedanke mich. Ja. Aber TikTok zieht die Hälfte ab und du kriegst die Hälfte ausgezahlt. Ja. Ja, ich habe im Aber besten sonst- Monat 16'000 einmal. Bitte? Im besten Monat habe ich mal 16'000 verdient. Über TikTok? Ja, ich habe die Matches gemacht, aber. Ah, die Spiele. Die TikTok Live-Matches. Ja. Und nachher bin ich in der Zeitung gelandet und dann haben sie mir geschrieben, ich sei ein Kinderabzocker. Das ist Obwohl schade. obwohl ich gar nicht Kinder abgezockt Nein. habe. Weißt, ich, Aber es ist ja lieb, wenn hatte die. ich kein Kind Geld. Ja. Also wenig Kind, oder? Ja, aber das ist schon länger her. Nächste Frage. Wie ist er mit dem Ganzen umgegangen, wo der Bub seinen Namen geschrieben hat? Ja. Kennst du den Bub? Ich kenne ihn, er ist Ja. witzig. Also es gibt ja viele Figuren im Social Media in der Schweiz. Dich gibt's, mich gibt's, der Bub. Und der Bub hat halt am Bahnhof dann immer geschrien, Erik Weber und so weiter.
Und wenn ich Leute sehe am Bahnhof schreien sie das auch. Also der Bub hat schon seine Nachwirkungen, dass die Leute dann überall mehr grüßen und schreien. Und es war auch mal lästig, gewesen, ist mir ganze Horde durch am Bahnhof nachgerannt. Ja. Und du musst aufpassen, dass du nicht auf den Zug gehst. Mhm. Und ja, ich kenne den Bub und Der ist von Basel, oder? ja, er hat mich besucht Ja. im Parlament, alles okay. Ja. Aber wie gehst du mit? Hast du viele Leute, die dich draussen auch ansprechen? Wie ich gesagt Föteli habe, pro wollen. Tag etwa Viel. 35 Leute pro Tag, die ein Viertel wollen. Oder Egal, wenn du kannst einkaufen ja, überall. ist das nicht mega mühsam? Doch, es ist mühsam, darum gehe ich meistens am Morgen in die Stadt und ins Leere. Oder Wo ich tust du mit- irgendetwas anlegen, Kappe oder Nein, etwas habe ich nie? nicht. Trotz Kappe erkennen sie mich. Schon? Als ich mit Ja. der Anja gesehen bin in Berlin und mit der Anja in Amsterdam, bin ich auch angesprochen worden. Wer ist es gesehen? Schweizer Schulklasse. Ne? Du laufst mit der Anja Hand in Hand um 23 Uhr Richtung Hotel, freust dich auf den Sex. Und dann kommt da der Schweizer Schüler Erik. Und das ist gesehen 2022 in Ja. Berlin und in Amsterdam. Aber in Berlin habe ich dann mir Zeit genommen, haben wir Fotos gemacht. In Amsterdam muss ich auch aufpassen wegen der Drogen. Ich habe gesagt, du, ich muss ins Hotel, kommt mich besuchen ins Dort auch, Parlament. kennen sie dich, oder? Im Hä? Ausland. Im Ausland auch. Du weißt ja, der Schweizer ist reich, Ja, der Schweizer reist überall. Die Klassen, wo gehen die Klassen an? In die Städte, wo ich bin, Berlin, Amsterdam. Mhm. Und dort hast du überall Schweizer und Ja. bist auch dort erkannt. Okay. Da ist eine Hate-Frage. Frage, ob er eine psychische Krankheit hat. Da habe ich gefragt. Ja, das ist okay, die Frage. Kann man die vorlesen Ja, oder ja. soll ich die auch weglassen? Nein, du sie vorlesen. Ich gehe eben auch manchmal bei mir auf Hate-Fragen. Ich habe das sogar gerne. Mhm. Ja, die sind berühmt, das ist gut für den Algorithmus. Lies sie vor. Ja, eben, er hat gefragt, Frage, ob er eine psychische Krankheit hat. Das ist seine Frage. Nein, also ich bin vollkommen gesund, ich habe keine psychische Krankheit. Es Ja. ist, und jetzt, das muss ich gerade Antwort geben. Die Staatsanwaltschaft Basel hat ja begutachtet. Eben, von vielleicht mir fragt er es abgelehnt. wegen dem, ja. Ja, also die Staatsanwaltschaft Basel, es gibt ja so böse Leute, die anonym schreiben an die Staatsanwaltschaft Ja. und sagen, der Erik ist bla bla bla, die ihn begutachten, die ihn wegsperren. Und die Staatsanwaltschaft Basel kriegt ja solche Schreiben und die Staatsanwaltschaft Basel hat gesagt, nein, der Erik Weber wird nicht begutachtet, der Erik Weber ist normal, ich bin Oppositionspolitiker. Mhm. Und du weißt ja ganz genau, dass jeder Oppositionspolitiker in der Kritik steht. Ja. In afrikanischen Ländern wird der Oppositionspolitiker gerade weggesperrt. Mhm. In der Schweiz geht es nicht so leicht. Mhm. Aber in Diktaturen wird Opposition wie in Afrika gerade weggesperrt. Ja. Und ich bin Opposition und da muss man natürlich über Social Media auf sich aufmerksam machen. Aber ich bin vollkommen normal. Ich lebe in keiner Klinik. Aber ich bei vielen Kommentaren, wenn welche böse schreiben, weißt du, die kranken Hater, die nichts arbeiten und die schreiben, Erik ab in die psychiatrische Universitätsklinik, dann schreibe ich immer drunter, oh ja, ich lebe ja in der Psychiatrie, Ja. bitte komm mich besuchen. Ich schreibe es dann so. Okay. Und die Kommentare sind gut für den Algorithmus. Ja, ja. Ja, da ist halt der Fragesticker, oder? Ich bin vollkommen gesund. Aber als Oppositionspolitiker musst du natürlich durch Aktionen wie Demonstrationen, durch Reden, durch eine kleine Provokation auffallen. Das ist ganz normal. Jemand hat noch geschrieben, welche Nationalität findest du am schlimmsten von den Ausländern? Das ist auch wieder so eine Fangfrage, wo man dann eingeklagt wird wegen Rassismus. Die Abstimmung haben wir ja gehabt 1994, die Rassismusabstimmung, wo das Gesetz angenommen worden ist, im September 1994. Ja. Ich weiß noch genau, weil die Abstimmung ganz schlimm ist. Also ich sage es ganz klar, und die Frage kriege ich ja oft, die nichts arbeiten und die vom Sozialamt Ja. leben. Und die haben keine Berechtigung in der Schweiz. Und das Problem ist halt, in der Schweiz fließt der Honig und auch in anderen Ländern wie in Skandinavien, Holland, Deutschland. Ja. Darum kommen die Sozialschmarotzer, das darf man sagen, nach Bulgarien. Aber es Okay. gibt auch Schweizer, die das nicht machen, oder? Ja, aber das ist richtig, auch Schweizer. Ja. Aber jetzt nochmal, die Sozialschmarotzer gehen nicht nach Bulgarien. Aha, okay. Dort kriegst du 5 Ja, Euro. da kommst du ja pro nichts über, ja. Das würde kriegst 5 Euro pro Monat in Bulgarien. Ja. In Polen kriegst du 20 Euro pro Monat. Ja. In Rumänien kriegst du 10 Euro pro Monat. Ja, ist schon ein Staatliche Unterschied, oder? Unterstützung. Und darum sagen die, wir gehen dort an, wo wir 1500 Franken bekommen oder Euro. Und das sind natürlich schon Ausländer und Asylbetrüger. Aber wie gesagt, es gibt auch Schweizer. Ja. Aber
ich muss natürlich sagen, du kannst es nicht wissen, ich lebe in dieser Stadt Ja. weltweit mit den meisten Gestörten. Basel hat die Ja. höchste Quote von IV. Schon? Ja, Okay. schon. Und Ja, da wird das- natürlich auch viel geschummelt. Leute, die können arbeiten gehen, die sich irgendwie etwas andichten lassen, dass sie ein IV bekommen. Das finde ich nicht schön. Und IV weiß das, aber sie sagt es nicht wegen dem Volkszorn. Und IV wird jetzt auch strenger sein in Zukunft, weil es kann ja nicht sein, dass 10% von der Bevölkerung in Basel Ja. von IV lebt. Nein, definitiv nicht. Kann ja nicht sein. Da Nein, muss ist zu hoch. irgendetwas, Ist zu hoch. da muss irgendetwas falsch gelaufen Ja, sein. genau. Was hat der noch geschrieben? Ah, der hat nochmal jemand geschrieben, wer ist der Schönste? Hat er danach ein Date gehabt mit dieser Dame bei seinem Blind Date auf Twitch? Nein. Aber die hat mich angeschrieben. Aber ich kann nicht wollen. Hast du nicht wollen, ja? Nein, das ist gut, die Frage, danke. Was ist Ehrliche das genau gewesen? Ich Beantwortung. habe das nicht mitbekommen zum Beispiel. Ja, die Sendung ist gut gewesen. Da sind 2 Damen gesehen, eine attraktive und dann noch andere. Und Und nein, ich andere. kann das nicht wollen. Das Ja. nicht. Das ist Hast nicht, du die attraktiv hat nicht wollen, oder? Hast du die? nein, die attraktiv habe ich gar nicht gefragt. Okay. Und die andere hast du nicht so attraktiv gefunden. Und die hat mich angeschrieben, ob wir uns treffen wollen. Aber ich habe dann gesagt, nein. Aber Ja. ist ein netter Mensch. Ist ein netter Mensch. Ja. Ich habe sie auf WhatsApp, aber jeder Mann und jede Frau kann ja selber entscheiden, mit wem man sich treffen will. Ja. Ja, sicher, ja, auf jeden Fall. Dann hat noch jemand geschrieben, wie lief das mit Özcan Nergis, dem er angeblich einen Sitz im Grossen Rat versprochen hat? Also das schreibt der Özcan selber. Er ist Weiss nicht. Geburt Ja. und er ist auf der Liste gesehen, aber es wird ja nicht jeder gewählt. Ja. Ich habe ihm keinen Sitz versprochen, Mhm. aber ich habe ihm einen guten Listenplatz versprochen. Ja. Aber das ist ein ganz spezieller Fall, da muss man vorsichtig sein. Ist noch nie der gelbe Wagen vor der Haustüre gestanden bei ihm? Ja, doch, aber Wirklich? doch. Ja. Ist schon ein Ehrenwägeli, wie man sagt auf Schweizerdeutsch, oder das Galenwägeli, aber sie haben mich aus der Klinik rausgeschossen und sie wollen mich nicht. Ich bin unheilbar Politiker und ich bin ein unheilbarer, angeblich Fremdenfeind, obwohl das nicht stimmt. Das ist alles Fantasie. Man darf nichts mehr sagen in der Schweiz. Und sie haben mich rausgeschossen. Ja, okay. Nach 3 In Tagen. dem Fall haben sie ihn sogar rausgeschossen. Das Ja. heisst, du hast keine gehabt. Sonst würde es sich ja nicht rausschießen, müsste ja in die geschlossene Psychiatrie. Und die vom gelben Wägeli kommen nicht mehr, weil sie sagen, unheilbar. Aber Ja. nochmal, liebe Bierenweich, mein einziges Verbrechen ist, ich bin Kantonsrat seit 43 Jahren. Ja. Und das dürfen wir sagen. Und das ist mein einziges Verbrechen. Aber ich habe das Recht, einen tollen Wahlkampf machen. Und ich werde immer gewählt mit Spitzenresultat. Ja. Aber wenn das ein Verbrechen ist für die anderen, tut es mir leid. Ich bin vollkommen normal. Und nochmal, die Staatsanwaltschaft Basel sagt auch, der Erik ist vollkommen normal. Ja. Ja, das ist ja gut. Warum hörst du auf? Also mit Social Media, das hast du ja vorher schon gesagt, aber wenn du es nochmal kurz zusammenfassen, wieso Kurz du aufhörst? zusammenfassen, in der Würze liegt die Kürze, oder wie man das sagt. Ich habe ja Redezeitbegrenzung im Parlament und ich hasse die Leute, die bla bla machen. Man kann es manchmal kürzer erklären. Also, ich habe enorme Justizkosten. Ich bin Staatsfeind Nummer 1 in der Schweiz seit 43 Jahren. Mhm. Ich bin von dieser bösen Partei Nationale Aktion gegen die Überfremdung von Volk und Heimat. Ja. Unsere Nachfolgerpartei ist die SVP. Mhm. Die wird ja auch angegiftet. Der Herr Blocher wird bewacht von mehreren Bodyguards und Kameras. Und ich bin Staatsfeind Nummer 1. Bin im Gefängnis schon öfters gesehen. Ich habe im Parlament gesagt, ich bin der Parlamentarier von der Schweiz, der am meisten im Gefängnis gesehen ist. Ja. Haben alle gelacht, Aha. aber es ist ja die Wahrheit. Ich bin ein Star, ich bin der Star vom Parlament, aber ich kann mir davon nichts kaufen. Aber ich höre auf, weil ich auch möchte noch ein bisschen Figi machen. Und da braucht man auch ein bisschen Geld, wenn man Ja. ehrlich ist. Oder etwas essen gehen. Und ich kann nicht einsehen, dass mein ganzes Geld zur Justiz geht und ich in die Gassenküche gehe essen an der Feldbergstrasse. Ja. Ich gehe essen als einziger Politiker von der Schweiz, wo die ganzen armen Leute sind, die Gestörten, die Drogendealer aus Afrika, die Drogenabhängigen. Dort gehe ich gratis essen. Mhm. Das muss ich einfach mal sagen. Aber dafür habe ich Ist das gut? das Ohr bei der Bevölkerung und ich weiß, wo der Schuh drückt. Aber ich höre auf, weil die Kosten von der Justiz enorm sind und es hilft mir keiner, mit diesen Rechnungen zu zahlen. Die Leute schreiben mir, Erik, du bist der Beste. Ich könnte ständig zu dieser Militärgruppe gehen, in die Schulklasse, überall an. Aber im Endeffekt ist jeder für sein Leben selber verantwortlich. Ja. Und ich muss die Rechnungen zahlen, sonst muss ich ins Gefängnis. Und darum höre ich auf, weil Mhm.
Es ist einfach zu viel geworden und man hat kein Privatleben mehr. Aber eigentlich ist der Grund die hohen Justizrechnungen. Und ich kriege jetzt im Mai, wenn die Sendung kommt, kriege ich im Mai die Rechnung von über 20.000 vom Bundesgericht. Ja. Und dann muss ich Ratenzahlung beantragen und ich verlasse das Land nicht, aber ich muss Ratenzahlung beantragen und das mache ich. Ja. Okay. Da hast du deine Antwort. Und jemand schreibt noch, warum schreiben Sie so viele ukrainische oder russische Frauen an? Oha, das ist eine, wo wirklich viel Wissen hat. Ich finde das okay, die Frage. Mhm. Aber ukrainische Frauen schreibe ich eigentlich nicht an, weil ich Ja. weiß, dass das ein Volk ist, wo nicht richtig tickt, weil die sind zwischen Europa und Russland. Ich sag's nochmal, die schönsten Frauen von der Welt sind Belarus und Russland. Ja. Und wenn man dort jemanden kennt, das ist ganz normal. Mhm. Und ich schreibe eigentlich keine neuen Frauen an, weil ich gute Leute kenne. Ja. Aber die Frage ist hochinteressant. Ja. Aber die wissen das natürlich, wenn sie mir folgen, schauen sie auf der Seite, wem tut man folgen. Und der Algorithmus ist natürlich so bei TikTok, das ist ganz lustig. Mhm. An alle, weil ich bin da wirklich Experte und ich habe ja auch 5 Social-Media-Kurs gemacht. Ah, okay. Ganz toll. Bringt das etwas? Ja, das bringt Wo etwas. hast du das gemacht? In Zürich, in Frankfurt, Stuttgart und Heilbronn. Ah, sogar in mehr. Ja. Also ich habe 5 Social-Media-Kurs gemacht Okay. und habe die gezahlt bekommen über das Parlament. Also ja, es hat ja etwas gebracht. Das Ja, kann hat ja etwas jeder. gebracht. Und jetzt nochmal, wenn du ein Herzchen machst, zum Beispiel bei einer schönen Frau Ja. aus Russland, dann Mhm. merkt sich das der Algorithmus. Dann kriege ich wieder einen Ja, Film ja, vorgestellt aha, von einer okay. schönen Frau aus Russland. Stimmt, Der ja. Algorithmus merkt sich auch, wenn du einen Kommentar schreibst. Du schreibst zum Beispiel bei ihnen nice. Ja. Dann merkt sich das Algorithmus, dann kriegst du immer wieder ähnliche Frauen von deinem Geschmack zum Beispiel zugeschickt. Mhm. Und der Algorithmus kann gefährlich sein, aber ist auch spannend. Und ich finde es toll, aber die Frage ist berechtigt. Mhm. Ich frage jetzt einfach zurück, von wo weißt du, dass ich das mache, aber ich stand da dazu und das ist ja ganz normal. Ja. Aber die Leute schauen halt, wer du als Follower hast. Ja, Und dann okay. sehen sie es. Aha, ja, das stimmt. Ja, richtig. Das hat aber sie gefragt. Der Weber, Beste von Basel. Dann ist Nummer 1 von Basel. Und dann hat jemand geschrieben, Danke für das Ostfrauen, Kompliment. Bitte? also Ostfrauen oder Schweizerinnen. Was findest du besser? Also jetzt schon Ostfrau Aha. nochmal das Beispiel. Ich bin als Parlamentarier gesehen in Belarus als Wahlbeobachter. Das ist ganz elegant. Du wirst vom Botschafter von Belarus in Bern eingeladen. Mhm. Kriegst die Reise zahlt nach Belarus, kriegst das Hotel zahlt. Und ich bin letztes Jahr Wahlbeobachter gesehen bei der Präsidentenwahl in Belarus. Und ich hatte 10 Fernsehinterviews gegeben. Ich bin 10? 10 Fernsehinterviews. Und ich bin jeden Tag in der Hauptnachrichtensendung gekommen, als der Schweizer Parlamentarier, der die Wahl in Belarus kontrolliert. Mhm. Viele Leute haben mich dann auch angeschrieben auf die Fernsehsendungen. Eine Ja. Fernsehsendung ist 1,5 Stunden gegangen, fast zu lang. Und die anderen sind immer so gegangen 5 bis 10 Minuten in den Hauptnachrichten. Und da haben wir natürlich auch Männer wie Frauen angeschrieben und hat man viele Leute kennengelernt. Alles okay, aber als Politiker lernt man halt Leute kennen und das macht auch Spaß. Ja, okay, gut. Und welche Influencer in der Schweiz findest du gut und welche findest du scheiße? Also ich finde witzig, der kleine Italiener von Basel. Ja, der Pietro. Ja, der Pietro. Ja, Der Zecki ist auch nett. Ja. Dann der mit seiner Kochshow ist auch gut. der mit der Kochshow, hast du auch geschaut? Der Beat Hochhäuser. Habe ich geschaut, gestern. Ja. Natürlich hier jetzt, weil ich die letzte Mal jetzt etwas mache in Social Media, Ja, bis auf die Kochshow. Aber das ist privat. Ja. Aber es gibt wirklich tolle Leute, nette Leute. Und ich frage mich halt, liebe Bierweich, was kommt in 10 Jahren? Was Mhm. für ein Format kommt? Irgendwie habe ich so das Gespür, irgendwie kommt noch etwas, aber wie wird Technik sein? Technik wird ja KI viel, oder? Da gibt es ja viele Influencer, die gar nicht mehr. existieren. Nein, es sind KI ja nachher, oder? Das sind ja dann gar nicht mehr Menschen. Oder? Du kannst ja einen Trump reden lassen, was auch immer er will. Oder von dir hat es ja auch schon Videos gegeben, wo du gar nicht KI, du bist. wo der Typ gemacht hat, der nichts schafft, genau. Und da laufen natürlich Strafanzeigen, muss ich sagen. Ja. Aber ich muss auch sagen, die Polizei macht zu wenig, weil die Polizei macht nur noch etwas bei Mord. Ja. Ich muss noch das sagen, da hat ja einer mir geschrieben,
er kommt ins Parlament und tut mich erschießen. Hat er einen geschrieben? Und die Polizei Okay. hat er gefunden. Also du musst auch wissen, wie die Polizei schafft. Die Polizei tut bei gewissen Sachen reagieren, Mhm. prioritär, und bei anderen Sachen sagen sie, wo Gugus ist, Pipifatz, machen sie nicht. Ich habe das Gefühl, es muss wie zuerst immer etwas passieren, oder? Hä? Es muss wie zuerst etwas passieren, damit sie einschreiten. Ja, also es muss natürlich so sein. Mir hat einer geschrieben, genau vor einem Jahr, jetzt genau vor einem Jahr, heute vor einem Jahr, hat geschrieben, ich komme ins Parlament und erschieße dich. Ich Mhm. mache Amoklauf im Parlament. Ich tue nur wenig Sachen anzeigen. Und die Sache habe ich angezeigt bei Polizei und Staatsanwaltschaft. Und der Typ hat natürlich gedacht, der ist geschützt im Internet mit Fake-Account, Ja. nochmal Fake-Account. Der hat mehrere Fake-Accounts gehabt. Aber ich habe dann die Akte eingeschaut bei der Staatsanwaltschaft Olden, 800 Seiten. Und die IP-Adresse und alles, oder? Ja. Ja, und jetzt sage ich dir, wie sie den gefunden haben. Die Staatsanwaltschaft hat natürlich Angst gehabt, dass da etwas passiert, weil im Kantonsparlament Zug sind ja im Jahr 2001 17 Leute erschossen worden. Das Mhm. ist bekannt, das Attentat im Kanton Zug, wo eine 17 Kantonsräte und Regierungsräte erschossen hat, 17 Tote Ja. und mehrere Leute, die später gestorben sind an den Folgen. Aber 17 Leute hat er gerade abgeschossen im Kantonsparlament Zug. Und wenn heute einer schreibt in der Schweiz, sagt mein Anwalt, er kommt ins Parlament und tut abschießen, tut natürlich die Polizei reagieren, weil der Fall schon da war in der Ja. Schweiz. Und sie ist gerade kurz gesehen vom ESC in Basel. Sie ist kurz gesehen von der Frauenfußball-EM in Basel. Und die Kantonspolizei Basel hat dann mit anderer Kantonspolizei gefunden und hat das Bubi verhaftet in der Berufsschule in Luzern, in Langenthal. Ja, das war ein Schüler. gewesen. Ja, ist ein Schüler gesehen, 17 Jahre oder 18. Und die haben das Bubeli verhaftet in der Berufsschule in Langenthal. Ja. Und die sind über den Computer dem auf die Spur gekommen, weil sie geschaut haben, welcher Computer ist das. Und jetzt geheißen zuerst, ich weiß es durch die Akte, Ja. Finanzdepartement Kanton Bern. Mhm. Dann sind sie Okay. nicht weitergekommen. Finanzdepartement Kanton Bern Mhm. ist gross. Ja. Aber dann haben die gefragt, beim Finanzdepartement Kanton Bern, wo haben die überall Computer? Und dann hat es geheißen Berufsschule Langenthal. Ja. Und dann hat man das Bubi gefunden. Sagen Sie nochmal den Vornamen. Der Alexander hat man dann gefunden Mhm. und hat ihn dann nach Basel gebracht. Dann hat er im Transport gekühlt. Aber ist dann in Untersuchungshaft Hat er gekühlt, im zuerst riesen Dings. Ja, und dann hat er wie ein Puppeli gekühlt. Und jetzt muss er jeden Monat 50 Franken zahlen an meinen Anwalt. Okay, ja, ist nicht so. Genau, wegen mehrfacher Beschimpfung zum Nachteil von Grossrat Erik Weber Ja. ist er schuldig gesprochen worden. Okay. Und Hey, Alexander. ja, Das genau. soll ich machen. Der Alexander, der Berufsschule in Langenthal, Nachnamen sage ich jetzt nicht. Aber das sind so, möchte gerns, eine große Klappe. Und dann ziehen sie den Schwanz ein und sind nicht einmal fähig, sich zu entschuldigen. Ja, dann ist sich nicht entschuldigt. Und wir haben dann gesagt, über meinen Anwalt, mehrfache Beschimpfung zum Nachteil von Herrn Grossrat Erik Weber, Forderung einer Genugtuung. Wir haben gesagt, wir sind noch harmlos gesehen. Wir haben geschrieben, die von Herrn Weber gestellte Zivilforderung von 3.500 Franken wurde auf den Zivilweg verwiesen. Das heißt, es wäre nun eine Zivilklage gegen Sie zur Durchsetzung der gestellten Genugtuung einzureichen. Mhm. Bevor eine solche Klage eingereicht wird, ich komme gerade zum Schluss, wollen wir Ihnen einen außergerichteten Vorschlag unterbreiten, wonach Sie statt der ursprünglich geforderten 3.500 lediglich eine Genugtuung von 500 Franken zu bezahlen hätten. Und das Bubele ist dann darauf eingegangen und hat aber gesagt, obwohl es reiche Eltern hat, ja, er Ja. kann nur 50 Franken pro Monat zahlen. Dann hat mein Anwalt ihm 10 Einzahlungsschein zahlt, zugeschickt zu 50 Franken. Wenn er die 500 Franken zahlt, ist okay. Sollte die Zahlung bis Ist aber nicht so 31 viel. Hä? Ist nicht so viel, oder? Nein, ist nicht viel, aber er will nur 50 zahlen pro Monat. Sollte die Zahlung nicht eingehen, fällt das Vergleichsangebot dahin und Herr Weber wird die Genugtuung gerichtlich durchsetzen, wobei er sich vorbehält, wieder die ursprüngliche Forderung vor 3.500 einzulegen.
Das sind einfach so Leute, die sich im Internet verstecken. Das sind Männer wie Frauen. Hinterm Handy haben sie die grössten Spruch. In Wirklichkeit siehst du die Männer und Frauen nie, weil sie sich hinterm Handy verstecken. Ja. Und das ist eben die Gefahr von Social Media. Die Leute werden haltlos und frech. Und ja. Ja, habe ich wirklich auch viel. Habe ich wirklich auch viel von diesen Leuten. Also, wann haben wir da noch? Wenn du in der Schweiz ein Gesetz nach deinem Wunsch aufstellen könntest, was wäre das für eins? Sehr gut. Sehr eine gute Frage. Ich danke an den Fragesteller. Mhm. Ich bin gesehen öfters in Abu Dhabi, weil mir die Regierung gratis eingeladen hat mit Kind und Familie. Ja. Wir sind immer gratis gesehen. Die Pressestelle vom Scheich hat uns eingeladen. Wir sind beschenkt worden mit Laptops und iPads damals. Ja. Und dort habe ich gesehen, in Abu Dhabi, dass die nur die Leute reinlassen, die einen Arbeitsvertrag haben oder Touristen. Mhm. Mit Hotelbuchung, mit Flug. Also ich würde, das ist eine gute Frage, ich würde in die Schweiz nur die reinlassen, die einen Arbeitsvertrag haben Ja. und die arbeiten. Die ganzen Syrer, die nach Deutschland gekommen sind, in die Schweiz, die Männer aus Syrien und Afghanistan, Ja. wo der Großteil nicht schafft. Die arabischen Länder sind ja ihre Glaubensfreunde. Und Abu Dhabi hat keine Glaubensgenossen Moslem reingelassen. Abu Dhabi und Dubai lassen nur die rein, die einen Vertrag haben und Ferien machen. Also ich würde die Grenzen zumachen und würde sagen, ich lasse nur die rein, die als Touristen kommen oder die hier arbeiten. Aber es ist Aber ja alle schwierig, einen anderen... Vertrag finden, bevor man überhaupt im Land ist, oder? Bitte? Es ist ja, ich denke, das ist schon schwierig, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Spanien will ausziehen will, dann muss ich zuerst einen Job finden. Dann brauchst du einen Wohnsitz meistens. Dann musst du ja wie zuerst die... Ja, du findest viel über Internet heute, die ganzen Job. Ja, Die nur schon ganze- wegen der Sprache. Oder Ja, meinst du, man aber muss die die ganze Sprache Job, zuerst lernen und dann die erst kannst gehen? du vorher Bewerbung machen über Telefon Ja. mit Abu Dhabi, Dubai und die sagen dann, wir stellen sie ein. Oder du kannst ja eine Einladung halt zum Vorstellungsgespräch, dann Ja, kommst du dort auch... reden die alle Englisch. Abu Dhabi. Aber da in der Schweiz ist es ein bisschen anders. Da redet man ja Schweizerdeutsch. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen schwieriger, nicht? Weil Englisch lernen ja eigentlich alle in der Schule. Mhm. Also praktisch. Du weißt schon, wenn du auf Dubai gehst, du musst Englisch reden. Aber Ja, wenn du in die das Schweiz stimmt, kommst, ist hast es ein recht. bisschen anders. Mein Vater ist 50 Jahre da und dein Deutsch ist noch nicht, noch nicht perfekt, ja. Oder? Aber die Syrer und Afghanen, die sind ja immer, also nein, Syrer vor allem, In Deutschland, ganz sehe ich da in der Schweiz, jeder schneidet Haar irgendwie, es sind alle Gewaffer, sind ja Syrer. Ja, aber dann musst du natürlich wissen, das lese ich auch in der Zeitung, auch in linken Zeitungen, dass die Barbershops, die überall aus den Sprießen fließen, oder wie es heißt, überall sich mehrheitlich vermehren, dass es auch Geldmaschinen sind, um Mhm. dort Geld reinzuwaschen. Ja, okay. Ja, es hat wirklich sehr viel. Also bei uns in Schaffhausen jetzt hat es wirklich an jedem Aber Ecke gut, die sind bestimmt alle normal da und arbeiten da und haben ein Restaurant, ist Ja. okay. Und weil es halt viele Männer gibt von denen, ist die Anfrage da. Mhm. Und ich habe im Parlament gesagt, der Türk macht halt 5 Kinder und der Schweizer nur ein Ja. Kind und darum wird Europa muslimisch. Und Ja. da muss man sich darauf einrichten. Gut, ich bin jetzt älter wie du wirst länger leben wie ich, aber Vielleicht. in Aber- 50 Jahren ist Europa schon längst muslimisch. Denkst du? Die Schweiz Ja, ja. auch, oder? Bist du in Städten, wie in meinem Wahlkreis Kleinbasel ist muslimisch, bist du in München, Hamburg, Frankfurt, Amsterdam ist muslimisch, bist du in Paris, ist es schon fast wie in Afrika. Das sind so Sachen, wo du musst wissen und Europa wird muslimisch, weil die einfach mehr Kinder machen. Und ich sehe es ja in den Zügen, ich sehe es an den Schulen und ich sehe es an den Eltern obig. Die Muslime machen einfach mehr Kinder, ist okay. Ja, aber meinst du, das hat etwas mit der Religion zu tun? Ist eine gute Frage. Also, der Muslim hat einfach, nur mal das, der Muslim hat im Schnitt 3 bis 7 Kinder. Mhm. Und ich weiß es ja, weil ich 7? Behördenmensch bin. Ganz kurz, du kannst es nicht wissen. Ja. Du kannst nicht wissen, wir haben dann in Basel so Leute beim Sozialamt. Da sagt einer, ich bin Muslim und er hat 3 Frauen. Das ist ja dort erlaubt. Ja, bei der einen schon, ja. Ja, ich weiß. Und die 3 Frauen die kriegen eine dann auch das Kultur. Geld vom Sozialamt. Ich habe jetzt mit einem Chefbeamten gesprochen von der Stadt. Mhm. Er hat einen Vortrag gegeben letzte Woche. Und da ist eigentlich ein Linke. Obwohl er ein Linke ist, hat er gesagt, er will jetzt gar nicht über die Zahlen groß weiter reden, weil er hat gesagt,
so eine Familie kriegt dann pro Monat an die 20.000 Franken. Eine Familie. Ja. Und das ist natürlich trotzdem noch viel Geld. Und der hat dann auch gesagt, nicht ich habe es gesagt, der böse Erik aus dem Parlament, sondern ein Bediensteter der Stadt hat gesagt, wir haben teilweise 2 oder 3 Frauen. Mhm. Und das wird hier anerkannt. Und das ist natürlich schon. Ich würde auch gerne 3 Frauen Eben, haben. ja, das wollte ich dich gerade fragen. Willst du Ja, gern- würde ich auch haben, aber es ist nicht normal irgendwie. Und ich finde es auch nicht super. Aber jetzt nochmal, ich finde es einfach verrückt, dass die dann hier abkassieren und die machen sich ein schönes Leben. Aber ich kenne mega viele Muslime, die auch nur eine Frau haben. Ist okay. Ja. Aber ich habe oft gemeint, du sagst Muslim, weil ich die Videos Danke. gesehen habe, wo du Inshallah und so sagst. Danke. Also für dich würde das nie in Frage kommen, dich umkonvertieren. Nicht zum Islam, auch allgemein. Doch, also jetzt, es gibt ja viele schöne Muslime. Und ich Ja. rede mit denen auch, ich rede mit allen. Und die wollen ja dann, wenn sie einen Mann heiraten, dass der Mann ihre Glaubensgesellschaft annimmt. Ja. Und viele Schweizer Männer werden auch Muslim, weil sie einfach die Frau lieben. Ist doch okay. Ja. Aber sie machen es nicht aus Überzeugung, sie machen es nur wegen dem Sex, weil sie die Frau Nur wollen. wegen dem. tun sie- Ja, ja. Werden sie verbogen. Also einer hat vorhin noch gefragt, also die letzte Frage, was ist dein Lieblingsessen? Lieblingsessen? Ja. Also ich habe gerne Käsefondue, Raclette, so die Schweizer Küche. Ja. Aber ich habe gerne mal ein Steak. Aber das Problem ist, wir alle, wenn du älter wirst wie ich, wir essen zu viel Fleisch. Ja, Und stimmt. man muss aufpassen wegen Krebs, wegen dem Herz. Ich Cholesterin. selber ist, bitte? Cholesterin. Ja, Habe ich Cholesterin, zu viel, ja. Blutspiegel, meinst Ich muss jetzt Cholesterintabletten. Ich bin jetzt auch in dem Alter angekommen. du? Also man sollte, merkt es leider auch so, man sollte mehr Früchte essen. Aber wir machen es nicht, mehr Fisch, mehr Früchte. Und das sagt ja jeder Arzt, ich lese die ganzen Arztberichte durch. Also wir essen nach wie vor zu viel Fleisch und man sollte mehr Früchte und Fisch essen. Ja. Oder weißes Fleisch kannst du essen, oder? Bulle, Ja. Hähnchen. Also Ja, aber Hähnchen ich habe nicht Lust, die ganze Zeit Bulle essen. Lieber Hähnchen Rindsfilet, ja. ist unproblematisch. Aber Ja. ich esse sehr viel Bauernspeck. Und gefährlich Ja, ist ist ja ja gut. der rote Speck. Mhm. Das rote Fleisch ist gefährlich. Ja. Aber da muss jeder selber wissen. Aber es wird auch viel in den Medien geschrieben. Eben, aber wenn du umkonvertieren dann kannst du das nicht mehr. Speck ist nachher problematisch. sie Ja. wird umkommentieren. Also, das wär's gewesen. Hast du... Schade, dass wir schon durch sind. Ich habe mich jetzt so wohl gefühlt. Aha. Es hat Spass gemacht. Wir können ewig noch weiterreden, aber vielleicht als Schlusswort. Wir haben ja die Welt besprochen, Mhm. Weltpolitik. USA soll Iran in Ruhe lassen. Ja. Es ist immer USA und Israel, wo irgendwie Unfrieden machen. Mhm. Man soll die ganzen Muslimländer in Ruhe lassen. Abu Dhabi hat jetzt große Probleme und Dubai, weil ja die Ja. Raketen dann auch vom Iran kommen. Und normalerweise sind das ja auch arabische Leute im Iran und Abu Dhabi, Dubai. Die haben große Probleme, aber die sind auch schon wieder abhängig von USA, weil die Regierung mit den Scheichs auch von dort gestützt wird. Aber wie gesagt, wir können ewig weiterreden. Ich danke für die Einladung. Sehr Ich habe gerne. viel Spaß gehabt. Sehr gerne, ich auch. Und ich bedanke mich nochmal sehr ans ganze tolle Technikteam in dem tollen Tower da, in dem tollen Dom. Wie heißt der Dom? Machen wir noch. Glatt Tower, oder? Ja. Glatt Dankeschön. Tower. Genau. Bringen heim. Und falls irgendwann trotzdem noch mal etwas sagen, kannst du jederzeit Danke. trotzdem noch mal Ich habe zurück. mich sehr wohl gefühlt. Es sind wir richtig eingelaufen, eingeschmiert. Und wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Genau. Bringen Weich, heim. vielen Dank, liebe Mirko. Vielen Dank. Ich habe es genossen. Und vielen Dank für den wunderschönen Tag. Ich auch. Merci. Bringen den heim. Folgt Okay. durch, kommentiert, liket. Danke vielmals. Schönen Abend. Heimbringen und durchziehen, wie wir sagen, bei der Basler Fastnacht. Bringt die Frau heim und macht sie glücklich. Und bringen den heim. Schönen Abend. Yeah,